Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zu den Kommentaren gegen den FC Heidenheim. Sind hier einige, ich bin gespannt, wird bestimmt wild werden. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, ich beantworte immer die Kommentare der Spielanalyse in Videoform, aber auch nur die Hauptkommentare, nicht die Diskussionen, die darunter stattfinden, weil, ja, das sonst so viel wird, ne? Bei 600 Kommentaren sitze ich hier sonst 18 Stunden, so sitze ich nur 2 Stunden oder 3 Stunden hier, was schon wild genug ist. Von daher gehen wir mal rein. Gerhard Sauter, warum Tuchel? Es waren 11 Herren auf dem Platz, die Arbeitsverweigerung betrieben haben. Ja, stimme ich dir natürlich zu, wobei ich da den einen oder anderen rausnehmen würde. Nicht 11 Herren, die Arbeitsverweigerung betrieben haben. Nichtsdestotrotz ist am Ende des Tages der Trainer dafür verantwortlich, wer auf dem Feld steht. Und wenn da 11 Herren auf dem Feld stehen, die Arbeitsverweigerung betreiben, dann müsste der Trainer mal anfangen, diese 11 Herren auszutauschen. Die Alternativen sind da, das wurde die ganze Saison über nicht getan, von daher ist Herr Tuchel da genauso dran schuld, wie die Spieler auch. Ja, natürlich ist da nicht nur Herr Tuchel dran schuld oder nur die Spieler, das ist schon eine Symbiose aus beiden, ne? Max Albert, so heftige Demütigung diese Saison. Ja. Das lasse ich so stehen, da brauche ich nichts groß zu sagen. Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Samuel Baci, ich gehe mal davon aus, dass Tuchel die Viererkette heute verändert hat, um De Ligt und Dyer für Dienstag zu schonen und nicht wegen dem Dortmund-Spiel. Aber ist nur so meine Vermutung. Ja, das glaube ich persönlich nicht, aber das kann nur Tuchel beantworten, wer da recht hat, ob du oder ich. Felix, ich bin seit 25 Jahren großer Fan des FC Bayern, habt in dieser Zeit Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt. Dieser Verein ist einer der größten und erfolgreichen Clubs der Welt. Dieses Trikot zu tragen sollte jedem eine Ehre sein. Noch nie zuvor hatte ich das Gefühl, dass eine derart große Gruppe an Spielern offensichtlich nicht für diesen Verein leben, lustlos wirken und ohne Leidenschaft spielen. Es muss einen großen Umbruch geben. Wir brauchen wieder Spieler, die alles für diesen Verein geben und stolz darauf sind, dass sie dieses Trikot tragen dürfen. Ja, stimme ich 100% zu. Diese Mannschaft ist keine Einheit und wirkt erschreckend hilflos. Ja, die Mannschaft ist keine Mannschaft leider, ne? Wir alle würden uns für diesen Verein zerreißen auf dem Platz. Dass Spieler Millionenbeträge verdienen für diese Einsatzbereitschaft, stimmt einfassungslos. Ja, hast du sehr gut geschrieben, sehe ich zu 100% genauso. Weißt du doch nicht, ne? Da ich viel in der Nacht arbeite und anhand des Verlaufs der Saison habe ich beschlossen zu schlafen und mich nicht vor dem Fernseher zu ärgern. Als der Wecker geklingelt hat, habe ich mir sofort die Ergebnisse angeschaut und mich über meine Entscheidung sehr gefreut. Nachher geht's im Bayern-Trikot zu den schadenfrohen Kollegen. Sollen sie sich mal freuen, ich gönne es ihnen. Hoffen wir, dass der Sauerstoff von oben bis unten ausgemistet wird und wir bald wieder an alte Erfolge anknüpfen können. Ja. Milko Bohl. Extrem peinlich die Saison. Platz 2 ist nicht mal sicher. Ja, was heißt peinlich? Weiß ich nicht, peinlich. Ich habe auch gestern im Stream haben wir auch einen gehabt, der gesagt hat, er schämt sich dafür, das Bayern-Trikot zu tragen. Also, sorry, da gehe ich nicht mit. Ja, also ich bin stolz, das Bayern-Trikot zu tragen und wenn wir die Leistung zeigen, die wir gerade zeigen, dann ist das so, da muss man damit leben. Peinlich. Ja, so ein Spiel wie gegen Saarbrücken ist peinlich. So eine zweite Halbzeit wie gegen Heidenheim ist peinlich, da gehe ich mit, ja, aber jetzt von einer peinlichen Saison zu reden, weiß ich nicht. Peinlich ist so ein schwieriges Wort. Aber ja, müssen wir uns jetzt nicht an dem Wort aufhängen, ich weiß schon, was du meinst. Thias Gabler, ich habe von diesem Team, da steht kein Team auf dem Platz, und dem ratlosen Trainer einfach nur die Schnauze voll. So ging es mir eigentlich noch nie in fast 40 Jahren. Wenn Bayern in dieser Konstellation in die Arsenal-Spiele geht, wird es übel. Ich finde, dass Trainer im Fußball zu schnell rausgeworfen werden, aber jetzt muss Bayern doch eigentlich reagieren. Der komplette Austausch der Innenverteidiger war ein Fehlschlag mit Ansage. Wie du sagst, die Abwehrkette ohne Chef hat noch nie funktioniert. Ja, leider Gottes. Deswegen fühle ich auch den vorderen Take nicht zu sagen, man hat die Spieler geschont für Arsenal. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen De Ligt schonen muss. Dann hätten wir auch einen Heavy Kane schonen müssen. Ja, warum hat dann Heavy Kane gespielt gegen Heidenheim? Also das ist ein Argument, das zieht nicht. So, da hättest du auch einen Schuppe hinstellen können. Auch da ist Ersatz da. Ja, oder ein Tell. Also das zieht nicht mit der Schonung. Das ist ein guter Trainer wird das tun, ja, aber ein Tuchel ist diese Saison kein guter Trainer bei uns. Also, nee. Gut. GB. Wir haben in der ersten Hälfte genauso grottig gespielt wie in der zweiten Hälfte, nur Heidenheim bei der ersten Hälfte unirdisch. Ganz genau. Ja, gehe ich 100% mit.
Heidenheim hat halt einfach nicht dieses Vertrauen gehabt und diese Eier gehabt, dann einfach das Dingen weiterzuspielen. Ne? Sie haben einfach aufgehört an der Mittellinie. Ansonsten wäre das in der ersten Halbzeit schon ähnlich gewesen. Ja, gehe ich mit. Mr. Pink Panther oder Pinku Panther, wie Davis beim ersten Kleindiensttor gedemütigt joggend begleitet, ist schon extrem krasse Arbeitsverweigerung. In einem normalen Job gibt es dafür mindestens Abmahnungen mit Hinweis auf Kündigung und Wiederholungsfall. Wenn Georg Holzener erzählt, dass Davis ihm sagte, dass er früher nur so gut gewesen sei, weil David Alaba ihm sagte, wo er hinlaufen soll, dann erklärt das einiges, auch wenn es möglicherweise vorrangig spaßig gemeint war. Ja, Thema Davis sind wir uns, denke ich, alle einig, ist unterirdisch diese Saison leider. Ja, mit mich an eine Handvoll Spiele vielleicht erinnern, wo es einigermaßen okay war, aber wirklich gut war es noch nie diese Saison. Nikolaus Schlüter, Schande. Daniel, ich bin 39 und 30 Jahre Bayern-Fan. Was die Jungs zurzeit spielen, ist extrem schlecht. Abonniert habe ich dich. Ich finde deine Analysen gut. Vielen lieben Dank. Gregor, mittlerweile fühle ich wie du, Emotionen sind längst weg bei mir. Und was will man erwarten, wenn wir immer auf Davis, Opa, Goretzka, Sané und Müller zu setzen? Oder Gnabry so oft die Chancen gibt. Ja, ein Müller hat noch die Leidenschaft, aber nicht mehr die Frische. Man merkt ihm seine fast 35 Jahre zunehmend an, da darf der einfach nicht mehr Feldspieler für mich sein. Mir egal, was sein Standing ist oder wie sehr es mit seinen Händen auf dem Feld herumfuchtelt, auf müllerische Art. It's time. Kimmich nehme ich mal ausnahmsweise aus der Kritik heute raus, auch wenn ich persönlich null ein Fan von ihm bin. Und keine Zukunft für ihn sehe. Aber er ist zumindest nicht mehr so negativ aufgefallen heute, vor allem im Vergleich zu den anderen Akteuren. Auch Neuer sollte übrigens nicht mehr gesetzt sein als ständige Nummer 1, wenn er nicht mal mehr die Fitness dazu hat, was sich in seinen ständigen Verletzungen aktuell immer widerspiegelt. Wir ignorieren einen Nübel, den wir gekauft haben, in seinen besten Jahren stattdessen. Thema Nübel bin ich ein bisschen anders drauf, gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein. Thema Müller, ja, gehe ich 100% mit. Ja. Klar, Müller ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Gerne Müller 30 Minuten pro Spiel bringen, gar keine Frage. Ich denke, dafür hat er noch die Fitness. Müller über Wochen 90 Minuten durchspielen zu lassen oder 70 Minuten ist fehl am Platz leider. So, das muss man einfach sehen. Ja, da gibt's nichts dran zu deuteln. Dasselbe mit Manuel Neuer. Manuel Neuer wird noch öfter ausfallen. Ja, die letzte Verletzung war eine schwere Verletzung. Daraus sind ganz, ganz andere Wehwehchen entstanden. Er ist halt auch in einem Alter, wo Verletzungen einfach auch schneller, langsamer heilen, wo er anfälliger wird aufgrund des Alters. Es ist Leistungssport. Er hat auf super hohem Niveau über 20 Jahre Leistungssport betrieben, genauso wie Müller. Und da ist ein Verschleiß einfach da, Leute. Das kann man nicht von der Hand weisen und das wird nicht besser werden. Ne? So. Deswegen, kommende Saison muss man knallhart rangehen an die Sache, dass man einen Nachfolger aufbaut. Neben Neuer. Ja. Man hat einen Daniel Pelwitz, das hat man diese Saison leider mal wieder nicht gemacht. Keine Eier gehabt. Man hat es in Ulle reingeworfen. Was in meinen Augen völlig sinnfrei war, anstatt da den Daniel die Chance zu geben, sich zu zeigen. Weiß ich nicht, wofür man ihn verpflichtet hat. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Jared Berger, was total nervt, ist der Fakt, dass man letztes Jahr den Nagelsmann, der noch in 3 Wettbewerbe dabei war, nur wegen ein paar Punkte Rückstand freigestellt hat. Und hier lässt man den Tuchel auf seinem Posten. Dabei haben wir 16 Punkte Rückstand und die Champions League werden wir sowieso nicht gewinnen. Vielleicht wird da noch was passieren, wenn wir gegen Arsenal rausfliegen und der Champions League Platz in Gefahr kommt. Ja, dann wird was passieren. Also wenn der Champions League Platz in der Liga in Gefahr kommt, dann wird was passieren, vorher nicht. Und ja, ich gehe natürlich mit, aber das Thema Nagelsmann haben wir aufgearbeitet, denke ich. Ne? Alter, Betty, ist doch gut, ey. Junge, geht mir doch nicht auf den Bommel hier. 20 Milliarden E-Mails, Alter. Chris Müller, ich bin einfach nur beeindruckt, was Frank Schmidt mit diesen wenigen Mitteln aus Heidenheim rausholt. Unbestreitbar, dass Bayern hier eigentlich gewinnen muss. Aber wir Leverkusen hatten dort auch ganz schön zu kämpfen und am Anfang der Saison hat man Stuttgart auch 2:0 nach Hause geschickt. Die sind letzte Saison vollkommen verdient vorm HSV aufgestiegen. Viel Glück und Erfolge in London nächste Woche. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Da gibt's ja gar nichts zu deuteln. Nichtsdestotrotz, sorry, wenn du 2-0 führst zur Halbzeit, darfst du nicht 3-2 in Heidenheim verlieren. Bei allem Respekt für das, was der Trainer und die Mannschaft da leisten.
Andi Mullen, ich leg mich fest und sage, dass Davis definitiv in meiner Top 3 der schlechtesten Außenverteidiger der Liga ist. Ja, was er diese Saison gezeigt hat, ist er auf jeden Fall in der schlechteren Ecke zu finden. Gehe ich mit. Heinz Lennart, ich bin kein Bayern-Fan, aber ein Fußballfan, deshalb höre ich gerne deine Kommentare, weil sie zu 100% den Nagel am Kopf treffen. Vielen lieben Dank. Thorsten, nicht aufgeben, noch ist der Klassenerhalt rechnerisch möglich. Julian, wie eine Mannschaft so zusammenbrechen kann, ist unbegreiflich. Das hat wirklich weniger mit dem Coach zu tun, als mit der Einstellung vom Job. Unbegreiflich. Bin wirklich gespannt, was sich im Sommer verändern wird. Nur am Coach kann es nicht liegen. Wie du sagst, der Tuchel ist das Alibi, aber nach so einem Spiel gibt es kein Alibi mehr. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Naja, das habe ich schon gegen Dortmund gedacht. Ja, also Dortmund war für mich noch katastrophaler als dieses Spiel. Patrick Ebert ist schon angesteckt vom restlichen Vorstand. Auf was bezogen? Fühle ich jetzt nicht so die Aussage. Texax, Bayern braucht mal wieder einen richtigen Captain auf dem Platz. Ein Effenberg oder Van Bommel. Ja, da gehe ich mit, dass uns der leider abgeht. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Kritaliti, Ted und Saragossa am Dienstag spielen lassen von Anfang an und in der IV De Ligt und Dyer aber wird wieder anders kommen. Leider, dass Tuchel so stur bleibt, Spielerausschnitte keine Leistung zeigen, bis Kane und Kimmich, die wirklich wollten, war der Rest einfach nur eine Katastrophe, der in der Startelf stand. Ja, da gehe ich mit. Saragossa macht natürlich gar keinen Sinn, den jetzt reinzuwerfen. Er hat halt noch gar keine Bindung zur Mannschaft, zum Spiel, weil er einfach nicht spielen durfte. Ja, das wäre fatal, den jetzt in die Startelf zu ballern gegen Arsenal. Leider, ja. Ich bin auch ein großer Fan davon. Man hätte ihn viel, viel öfter, viel, viel mehr Spielzeit geben können, wenn man sieht, wer stattdessen wie performt hat, aber. Gregor Riddy, solche Nichtleistungen sind für einen einfachen Fan nicht mehr zu verstehen. Bad Fenster. Am Dienstag in London ist Zapfenstreich, wie der Münchner zu sagen pflegt. Wir werden sehen, was heute passiert. Minas, von dieser Mannschaft würde ich behalten. Kane, Pavlovic, De Ligt, Dyer, Leimer, dem Kimmich als RV fehlen taktische Anweisungen. Musiala wirkt eigensinnig, weil es taktisch nach vorn ein Chaos herrscht. Sowieso und mental scheint momentan ausgelaugt zu sein, ist aber trotzdem Weltklasse. Koman übrigens mit C. Und Gnabry sind okay. Saragossa ist okay und Müller für 20 Minuten am Schluss, falls nötig. Ich würde Sané problematisch als Persönlichkeit und spielerisch eintönig. Davis hat nur Geschwindigkeit, sonst nichts. Goretzka kann sich weder als 6 noch als 8 durchsetzen. Minjay und Upa beide zu viel Stellungsfehler über die Saison. Schubu bestimmt verkaufen. Ja, Großen und Ganzen kann ich da mitgehen. Das eine oder andere sehe ich ein bisschen anders, aber das ist auch völlig fein. Anita Krings, naja, von einem Führungsspieler wie Kimmich muss man erwarten, dass er auf dem Platz, denn da steht er nicht, der Trainer seinen Mann wieder einfängt, motiviert, auf Linie bringt. Das heutige Spiel weiß, Kimmich ist kein Führungsspieler. Weiß ich nicht, ob man das jetzt, man das Spiel jetzt den Kimmich anheften sollte, der immerhin noch gezeigt hat, dass er wollte und versucht hat, was zu machen. Also den Tank fühle ich nicht wirklich, sorry. Ich bin ja auch kein großer Kimmich-Fan und ich sehe das ähnlich, dass Kimmich nicht dieser Führungsspieler ist, den er gerne sein möchte. Aber jetzt den Kimmich dieses Spiel anzuhaften, sehe ich nicht. Sorry. Rayu is back. Saragossa war in 5 Minuten auffällig und hat die ausgetanzt, als wir manche in 80 Minuten nicht mehr zusammen. Ja. Gehen wir mit. Aber ja, ich weiß, ich lese die Diskussion nicht, wahrscheinlich steht da auch drin, ja, aber ja, Heidenheim war da müde, Blasewitz. Fakt ist, Saragossa war auffälliger wie ein Müller über 85 Minuten, Feierabend. Banja, keine Ahnung, was passieren muss, dass Tuchel endlich gehen muss. Ja, der Champions League Platz muss in Gefahr geraten. Heute hat man in einem Spiel gesehen, was Tuchel in der Saison fabriziert. Warum wechselt man ohne Not beide IVs? Okay, vor allem, warum musste Licht raus? Man hört ihn in der PK, was Frank Schmidt verändert. Er scheut sich auch nicht, 3 Spiele auszuwechseln. Und Tuchel kommt mit seinem Schupo-Move. Saragossa hat doch gezeigt, dass er ein wilder, quäliger Dribbler ist. Warum darf der so fast gar nicht ran? Jamal war in der ersten Halbzeit unsichtbar. Noch nie so einen schwachen Jamal gesehen. Kim und Opa gerade, aber Opa so unsicher. Hätte er Opa mit De Ligt oder Dyer gebracht, okay, aber schon. Wieder bringt er aus der kalten Kim und Opa und schon wieder ist das eine Katastrophe. Nach dem Spiel stammelt er sinnlos umher. Das ist doch alles nicht mehr zu glauben. Und Freund und Eber sagen, dass der Trainer bleibt. Hab nur ein Video gesehen. Man muss lachen, aber auch explodieren, was Tuchel da alles macht. Zu Goretzka zum Beispiel. Goretzka ist doch kein Typ, der sich nicht an Anweisungen hält. Ich finde, Goretzka hat eine gute Rolle gefunden. Aber zum Beispiel heute, das muss man von Tuchel doch angeordnet sein. Da er nicht einmal in den Dreieraufbau gegangen ist.
Ja, wie auch. Wahrscheinlich ist das gar nicht eingespielt mit dem Opa und dem Kim. Ja? Das war immer nur mit einem Dyer und einem Delicht. Und da hat das wirklich gut funktioniert. Ja? Und ich bleibe dabei, ohne 10 bringen die auch Leimer und Goretzka nichts. Ich habe Jamal in der 15 Minuten zum ersten Mal am Ball gesehen. Müller war auch nicht zentral und Tuchel hat in der Halbzeit auch gar nichts verändert. Was immer er da wieder im Kopf hatte, es war völliger Durchfall. Tuchel schadet uns mehr als jeder Gegner. Ich denke, wie ich schon sagte, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ne? Arsenal wird uns zerfetzen. Und das werden wir sehen, ob das heute passiert. Heidi, als ich die Aufstellung sah, wurde mir schon Angst. Die Auswechslung zu spät, warum Schuppo, warum kein Guerrero? Saragossa war ein Lichtblick, nur Kane und Kimmich die einzigen, die Leistung gebracht haben. Gnabry fehlt einfach die Praxis. Bin froh, wenn die Saison vorbei ist. Ja. Ost-Ost, meiner Meinung nach hat Eberl gestern mit der Arroganz was Wichtiges angesprochen. Aus einer Arroganz kann man auch Energie ziehen und Schwächen kaschieren. Ich finde zum Beispiel den Kader der Bayern nicht so gut, wie er von außen ständig gemacht wird. Da müsste man mal ins Detail gehen, um den Move irgendwie zu zeigen. Ich denke, der Kader ist gut, wenn die Spieler ihre normale Form zeigen würden. Aber Fakt ist auch, seitdem Tuchel da ist, hat sich fast durchweg jeder Spieler verschlechtert. Ja, da ist kein Spieler, der sich auch nur ansatzweise verbessert hat oder mal auf sein normalen Niveau spielt. Und das ist dann schon wild. Neusanta, da sieht man mal wieder, dass Tuchel jeden Spieler schlechter gemacht hat. Ich habe es gerade gesagt. Schlechter gemacht hat, seit er bei Bayern ist. Tuchel ist einfach schuld, dass die Spieler so schlecht sind. Ja, wild. Wild. Der Kommentar, das Spiel war eine Beleidigung für jeden Bayern-Fan. Dann gehen die einfach nach dem Spiel wieder in die Kabine, ohne sich den Fans zu stellen. Eine Schande sind die. Weg mit denen. Dass Eberl und Freud noch am Tuchel festhalten, ist auch beschissen. Wir brauchen am Dienstag gar nicht erst anzutreten. Was die Bundesliga betrifft, wenn wir weiterhin an Tuchel festhalten und so weiterspielen, müssen wir noch um die Champions League Plätze zittern. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Köln-Spiel. Köln wird beißen, kratzen, fighten. Da geht's um den Abstieg, um den Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch um den direkten Klassenerhalt. Wenn Bochum weiterhin schwächelt. Und ja, wenn die dahinter dann gewinnen, dann wären auch 7 Punkte 4 Punkte und dann wird's wirklich zitterig, ne? Also, dann wird's richtig zitterig. Also, das ist jetzt noch nicht durch, das Thema. Es wird wild werden die nächsten Wochen, ja. Leicester, 2 Halbzeiten einer Mannschaft mit 2 Gesichtern. Heidenheim hat es zum wiederholten Mal geleistet, eine extrem schwache erste Halbzeit zu spielen. Sehr defensives Pressing im Verbund mit einer passiven Zweikampfführung erlaubte es Bayern, die erste Halbzeit entspannt zu spielen. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen schaffte es Frank Schmidt, seine Mannschaft in der Halbzeit aufzurichten und mit einer taktischen Umstellung sowie geschickten Wechseln das Spiel komplett zu drehen. Mit Sessa und Piringer wechselt er die beiden Spieler des Anschlusstreffers ein. Und Tuchel auf der Gegenseite pflegt Müsk den Rasen. So ist es kein Wunder, dass die Defensive der Bayern schläfrig wirkt. So gerät der Anschluss zur unfreiwilligen Slapstick-Einlage der Innenverteidigung. Minje reißt durch seine ungeschickten Kopfballduell eine riesige Lücke in die Abwehr. Und Upamecano ist so traumwandlerisch unterwegs, dass er auf dem falschen Fuß erwischt wird. Der Ausgleichstreffer gerät zur defensiven Farce. Kleindienst schafft es nach Einwurf, sich gegen 3 Bayern durchzusetzen, wobei eigentlich muss er sich nicht wirklich durchsetzen. Davis hat eine unglückliche Zweikampfführung, sehr gut. Goretzka stellt sich lediglich einen Zuschauer dar und auch Gnabry stochert nur mit seinem Bein Richtung Ball. Und während Davis zu Beginn seines Rückwegs zum Tor noch mit mehreren Schrittlängen Vorsprung vorantrabt, lässt er Kleindienst ungedeckt in den Rücken Minjes sprinten. Dieser beweist wie beim Gegentor eine äußerst unglückliche Wahrnehmung des Raums. In diesem Moment will man 3 der 4 Spieler in der Viererkette eigentlich direkt duschen schicken. Jo. Und dass man in der Folge zum wiederholten Mal in dieser Saison Kane als Sechser erleben darf, ist bezeichnend. Bezeichnend, wie desolat die bayerische Hintermannschaft ist, dass die Offensive dann noch mehrere Chancen liegen lässt, sorgt dafür, dass man letztlich nicht mal mehr einzelnen Spielern die Schuld zuweisen kann. Abgesehen von einem Kane, einem Kimmich, der auf der rechten Verteidigerposition wiederholten Mal ein solides Spiel macht, und einem Ulreich kann man bei diesem Spiel wirklich jeden einen Vorwurf machen. Ja. Denn der Gegner schafft es, die Nachspielzeit ohne große Gegenwehr in der bayerischen Hälfte zu Ende zu spielen. Ja, das war eigentlich der Höhepunkt dieses Spiels. Ohne Aufbäumen, ohne Gegenwehr, weder auf dem Platz noch auf der Bank. Und so ist die Aussicht für den Rest der Saison sehr düster. Gegen Arsenal müsste ein leistungstechnischer Quantensprung her. Das Restprogramm in der Bundesliga ist zwar bis auf Stuttgart gnädig, aber scheinbar gibt es derzeit eine Art Patentrezept zum Schlagen der Bayern. Orientieren sich die Gegner hieran, droht sogar der Verlust der Champions League Qualifikation. Es werden 6 spannende Spieltage. Ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Erstmal sehr schön geschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, das sicher Geglaubte ist jetzt noch nicht so sicher.
Auch wenn 7 Punkte für 6 Spiele gerade sagen, ja, alles ist tutti. Wild. Wild, wild, wild. Fine Guitar Prayer. Wie sagte ein Trapattoni, spielen wie Flasche leer. Damals hatte er eine Flasche gemeint. Heute ist es ein ganzer leerer Flaschenlager mit dem Trainer als Anführer. Ja. Frank, ich bin seit fast 35 Jahren Bayern 04-Fan und kenne das Gefühl. Leider kann man gegen die Lustlosigkeit der Mannschaft nichts machen. Der Trainer kann oft nichts dafür, aber Tuchel hat genauso keinen Bock auf Bayern. Naja, in unserem Fall kann der Trainer schon was dafür. Es ist ja nicht erst seit ein paar Wochen so, sondern seit Monaten leider. Aber ist doch schön, dann hast du doch dieses Jahr eine Menge Spaß an deiner Mannschaft. Triumph. Tuchel hat seinen Ruf absolut zerstört mit dieser Saison. Das glaube ich persönlich nicht. Dafür hat er vorher viel zu viel Gutes gemacht. Ich denke, sein Ruf gerade in England wird auch weiterhin sehr gut sein. Ratonahil. Minjay hat die 6 redlich verdient, will den Typ nie wieder sehen, wie Davis. Lass ich mal so stehen. Peter Rosenbach. Harry Kane tut mir richtig leid, der wollte Pokale gewinnen und am Dienstag kommt die nächste Klatsche. Ja, das werden wir sehen. Aber ja, das ist auch der einzige Spieler, der mir in dieser Mannschaft auch leid tut. Neben Tell und Pavlovic. Der Rest erntet, was gesät wurde die letzten Jahre. Donald Barto, rein punktetechnisch sind die Bayern besser als letzte Saison nach dem 28. Spieltag. Aber es gibt 2 Probleme. Problem 1, ein überraschend starker Konkurrent. Leverkusen spielt eine extrem starke Runde. Das müsst ihr Bayern-Fans einfach mal anerkennen. Okay, der lese ich gar nicht weiter. Kannst du dir schenken, Alter. Du verstehst einfach nicht, worum es hier geht. Nee, sorry, den lese ich nicht weiter, den Kommentar. Dieses dumme Gelaber kann ich mir nicht mehr geben, Alter. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was du hier auf den Kanal willst, Alter. Immer dieses dumme Gelaber, mir müsst einfach mal anerkennen, dass Leverkusen gut spielt. Das tun wir, darum geht es gar nicht. Darum geht es null auf diesen Kanal. Also hast du dich mit diesem Kanal null beschäftigt, von daher gehe ich auf deinen Kommentar nicht ein. Gregor. Auch von Tuchel habe ich genug. Seine Aufstellung, seine Katastrophe und seine Null-Bock-Einstellung geht mir auf die Eier. Sofort raus mit ihm. Niemand kann mir sagen, dass auch er keinen Anteil an der jetzigen Krise mitträgt, so schlecht der Kader mittlerweile sein mag. Der Kader ist nicht so schlecht. Der Kader wurde teilweise auch so schlecht gemacht, denke ich. Joe Berger, ja, denke der Tuchel tatsächlich, dass der Opa und der Minjay wieder Phönix aus der Asche plötzlich die Abwehr revolutionieren und für Arsenal Stammspieler werden. Vielleicht war das sein Take, ja. Max, du hast wieder vollkommen recht mit deiner Analyse, bis auf Upamecano ganz klar wieder Note 6. Er macht in jedem Spiel die gleichen Fehler und ist völlig überfordert. Den Spieler kannst du nicht aufstellen bei Bayern. Das, was er spielt, hat nichts mit Profifußball zu tun, einfach nur Horror. Tommy, man merkt definitiv, dass du Urlaub hattest. Vergleichsweise extrem entspannt. Freue mich schon auf Montag. Ja. Das hat nichts mit dem Urlaub zu tun, Leute. Das hat einfach was damit zu tun, dass mich das Dortmund-Spiel gebrochen hat. Vom Leistungsniveau her. Bayern Believer. Gebt dir zu 100% recht, es ist mittlerweile alles gesagt. Für nächste Saison erwarte ich einen massiven Umbruch. Wenn der nicht kommt, kann man als Trainer verpflichten, wen man will. Ja, stimme ich dir 100% zu. Uwe, Tuchel ist bzw. war doch der Traumtrainer. Tommy, fast 25 Aufrufe, gleich mal ein Feuerwerk direkt nach dem Urlaub. Naja, ich hätte auf das Feuerwerk auch verzichten können. Koki Krocki. Hallo Kai, erstmal einen schönen Samstagabend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Schön wieder eine sehr gute Videoanalyse von dir. Ich habe es schon unter deinem Video von dem Dortmund-Spiel geschrieben. Ich habe mit dieser Truppe abgeschlossen und ich glaube auch überhaupt nicht mehr an Wunder. Ich sehe sogar den 2. Platz als gefährdet und von der Champions League möchte ich gar nicht erst sprechen. Ich habe mir dieses Spiel angetan und Respekt an Heidenheim. Die zerreißen sich für den Verein, Chapeau dafür. Und unterirdische Leistung mal wieder von uns. Dieser Trainer muss sofort weg, ohne Wenn und Aber. Tuchel tut mit sein Übriges und diese Truppe ist auch nicht unschuldig. Ich habe schon gesagt zu einem Kumpel, wo ich diese Aufstellung gesehen habe, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen werden und so war es dann auch. Aber ich nehme hier den Trainer in die Pflicht, der die Mannschaft einfach falsch einstellt und nicht mehr erreicht. Punkt. Und seine Ausstellung gottlos. Ein Davis würde ich überhaupt nicht mehr spielen lassen, entweder in die Regionalliga Bayern zu der 2. Mannschaft oder auf die Tribüne und lasse ihn dort versauern. Kein Spieler ist größer als der Verein. Ein Goretzka zieht ein Gesicht, wenn er nicht zur Nationalmannschaft nominiert wird. Ja, du hast kein Bayern-Niveau und auch kein Nationalmannschaftsniveau. Auch geh bitte im Sommer den Zeit, wird es
Denn Zeit wird er haben, mit zur EM wird er nicht fahren und das vollkommen zu Recht. Ja, gehe ich auch mit, wird er nicht. Sorry, die 2,5 gute Spiele, die Goretzka gemacht hat die Saison, dachte ich eigentlich, er hat sich nochmal gefangen, es klappt gut hinten mit dieser Dreierkettengeschichte. Es hat gut ausgesehen. Und dann gab es diese Botschaft, ja, du kommst nicht mit zur Nationalmannschaft und seitdem ist eher Bockigkeit angesagt, als wie, ja, ich spiele jetzt einfach so weiter und überzeuge durch Leistung bis zum Ende der Saison und dann kommt der Nationaltrainer gar nicht an mir vorbei. Das wäre der richtige Move gewesen. Aber man hat eher den Eindruck, dass er eher bockig ist. Ja, und dann, wie du schreibst, ist er zu Recht nicht bei der Nationalmannschaft. Ein Musiala denkt mittlerweile, er ist Messi und Rückwärtsbewegung nicht gegeben, auch raus. Gnabry lange verletzt, klar, dass man ihn wieder Spielpraxis sammeln lassen will, kann ich verstehen. Er hat aber kein Recht, den Vorzug vor Tell zu bekommen, außer er hat besser trainiert, aber kann ich mir schlecht vorstellen. Man hätte ja auch beide bringen können. Und nicht nur einen. Man hätte ja den Gnabry die Spielpraxis geben können und den Tell trotzdem spielen lassen können. Ne? Wäre auch ein Move gewesen. Und ich finde, unsere IV, die heute auf dem Platz gestanden haben, haben auch für mich null Bayern-Niveau. Tut mir leid, auch wenn sie hin und wieder mal starke Spiele haben. Ich finde, Kimmich macht es ganz solide rechts und ich finde auch, dass er wenigstens sich den Hintern ausrenkt, was ich von den anderen deutschen Herren nicht sagen kann. Da stimme ich dir zu. Dass Tell den machen muss, das ist klar, aber ich kann den Jungen verstehen, woher soll er auch das Selbstvertrauen haben. Er wird genauso wenig gefördert wie alle anderen geilen jungen Talente bei uns. Ja, auch da stimme ich 100% mit ein. Wenn wir Heavy nicht hätten, würden wir auch nicht auf den zweiten Platz stehen mit seinen Toren. Das ist richtig. Dann würden wir schon wahrscheinlich, lass uns nicht drüber nachdenken. Tut mir leid, aber das Interview nach den Spielen von den Verantwortlichen sagt alles aus. Man kriegt von Heidenheim innerhalb 2 Minuten die Grenzen aufgezeigt. Tut mir leid, aber der Trainer muss weg und ich bleibe dabei. Ich habe es schon nach dem Spiel in Bochum gesagt. Er muss sofort gehen. Ich kann den nicht mehr sehen. Er ist auch mit verantwortlich für den ganzen Mist und auch nach dem Spiel, wie bockig er immer ist. Ich bin froh, dass der Vorsprung von Leverkusen so groß ist. Endlich kommt man den Gurke nicht mehr durch. Ich hoffe sehr im Sommer, dass was passiert, aber ich glaube daran leider nicht. Dafür sind unsere Verantwortlichen zu verbohrt. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende zusammen. Groß Koki. Erstmal Koki, ja, ich hatte einen schönen Urlaub. Aber das führe ich gerne mal in Gaming-Stream aus, anstatt jetzt hier. Ja, ich kann dir zu allem zustimmen. Abgesehen vom letzten, ich gehe davon aus, dass es richtig rappeln wird im Sommer. Ist natürlich eine Mammutaufgabe, diese Spieler, so hart sich das jetzt anhört, loszuwerden. Die Vereine zu finden, die diesen Spielern dasselbe Gehalt zahlen. Daher wäre es halt super gewesen, die Saison, wenn man diese Spieler oder diesen Spielern jetzt die Quittung gegeben hätte, ne? Indem man sie nicht aufstellt. Und dann gleichzeitig das Zeichen setzt, dass man nächste Saison nicht mehr auf ihn baut. Weil dann würden diese Spieler vielleicht auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, um beim anderen Verein weiterhin zu spielen. Ja. Aber ich gehe schon davon aus, dass es rappeln wird. Wenn nicht, dann ist Hopfen und Malz verloren, Alter. Dann ist wirklich, ich meine, wir reden seit 2 Jahren darüber. Mr. Edward Bear Grills. Tuchel lässt Opa und Kim spielen. Geil, oder? Alexander, jetzt rächt es sich, dass man Tuchel nicht direkt gefeuert hat. Peinlich und nicht bayernwürdig. Dominus, war so eine Frage. Will Bayern immer wieder verlieren oder warum entlässt man Tuchel nicht? Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich wäre es zu teuer, aber ganz ehrlich, ob das jetzt 5 Mille wären oder 10, wen interessiert es am Ende? Matthias Hartmann, wenn Satire Realität wird, ich empfehle den Postillion-Artikel vom 21.02. muss im Sommer gehen. Tuchel macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Häuptling falsche Hase. Es ist einfach nur noch eine Lachnummer, was da gerade abgeht. Ich gönne Heidenheim zwar die Punkte, aber so eine Vorstellung von München ist einfach nur traurig. Jo. Markus Wippi, erstmal das Positive. Freuen wir uns über das Tor von Gnabry. Kane war bemüht und auch eine Spitztor. Ich denke, die Mannschaft hat die Saison abgehakt und einige, wie Davies, sind innerlich gar nicht mehr da. Sané spielt ja auch sonst so lustvoll. Der hat doch innerlich gekündigt und gehört derzeit auch nicht in ein Trikot mit dem Adler auf der Brust. Und Tuchel, ich schreibe seit letzter Saison, muss gehen. Er ist die Ausrede für viele Spieler und seine Aufstellungen sind zum Teil bodenlos. Wie sagte er kürzlich, ich wusste, dass er nicht fit ist, aber ich wollte ihn spielen lassen. What? Why?
True. Ich fürchte wirklich, dass die Bayern noch die Champions League-Plätze für die kommende Saison verspielen. Arsenal wird hoffentlich kein Waterloo. Ja, ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt. Ich kann es auch gerade leider nicht ausschließen. Ich habe es vor Wochen genug radikal eigentlich ausgeschlossen, dass wir nochmal in Gefahr kommen. Aber wenn man dann diese letzten beiden Spiele gesehen hat, Alto Belli. Ja, Alto Belli. Realist, nach dem Bochum-Spiel hätte man die Verantwortung Hermann Gernand übertragen müssen. Es wäre egal, man hätte einfach einen Trainer tauschen müssen. Das sehe ich genauso. Man hätte einfach andere Impulse bringen müssen. Das wäre ja noch nicht mal irgendwie jetzt super hart gegen Tuchel, aber du kannst ja nicht hingehen und sagen, ja, der Trainer reicht nicht, der Trainer kommt mit der Mannschaft nicht klar, es passt nicht, aber wisst ihr was, wir ziehen das bis Ende der Saison durch. Wie ist da gerade Stand? Why? Warum? Wo ist der Sinn? Bild. Der da, ich freue mich schon auf nächste Saison. Ich bin gespannt, was alles passiert, wer kommt und wer geht. Dem allen sehe ich sehr positiv entgegen. Einer der Dinge, wo ich nicht mehr akzeptieren kann und will, ist Tuchel. Wer versagt in wirklich jeder Hinsicht, das war der aktuell leistet, schafft jeder von uns. Hier auch. Weil schlechter kann es gar nicht mehr werden. Das Schlimme ist ja, dass man immer mal Phasen hat, wo man denkt, jetzt haben wir es. Nur um im nächsten Spiel wieder den Realitätscheck zu kriegen. Ja. Hab ich ja diese Saison oft genug gehabt. Und bis zum Dortmund-Spiel war ich eigentlich noch guter Dinge einigermaßen. Und das war der Offenbarungseid. Das war ein Offenbarungseid. Ganz einfache Kiste. Heidenheim, wie gesagt, kann man immer noch ein bisschen argumentieren mit dem Hinterkopf Arsenal, Blasels. Aber das Dortmund-Spiel kannst du gar nicht argumentieren. Freiburg, ja, jetzt ist Tuchel schuld. Mit einem neuen Trainer wird es bestimmt besser. Der Kader ist super. Freiburg, dafür kriegst du kein Herz. Auch du hast nicht gerafft, was hier auf dem Kanal abgeht, Alter. Thies Hamann, Goretzka wäre sicherlich eine gute Ergänzung für Schalke. Der ist böse, aber kriegst du mal ein Herz für. Roland Zeitler, Goretzka sieht man ihm an, dass er keinen Bock hat. Hut ab, die 5 für Goretzka kam überraschend, deine humane Seite. Nach der Kritik habe ich mir mit einer glatten 6 gerechnet. Ja, Tobias, ich höre ja immer, dass ich manchmal so gewisse Spieler zu schlecht benote. Vielleicht das war das im Hinterkopf. Zuländer, cooler Film. Hallo zusammen. Erstmal danke für deine chancenlose Analyse mal wieder und allgemein über die allgemein sympathische Atmosphäre, die hier auch im Kommentarbereich herrscht. Ich muss gestehen, dass ich aus subjektiven Gründen alles andere als ein Bayern-Fan bin, aber nachdem ich mich früher teilweise hämisch amüsiert hätte über die Niederlagen bei Bayern in Phasen hochgradig verdienter Dominanz, muss ich aktuell sagen, dass ich tatsächlich aufrichtiges Mitleid habe für die aktuelle Situation und Leistung der Mannschaft. Ach, Mitleid muss man da nicht haben. Das ist als Bayern-Fan sicher richtig ätzend anzusehen und daher sorry, dass ich nicht der dominante, nervige FC Bayern der letzten Jahre... Was nochmal? Das ist als Bayern-Fan sicher richtig ätzend anzusehen. Und daher sorry. Das ist nicht der dominante, nervige FC Bayern der letzten Jahre. Ich wünsche euch ehrlich viel Kraft und Glück in der Champions League. Denke, ihr könnt es gebrauchen. Ja, gebrauchen können wir es auf jeden Fall. Und Mitleid. Nee, wir brauchen kein Mitleid. Alles gut. So, man hat gute Phasen, man hat schlechte Phasen und alles, was jetzt diese Saison passiert, ist einfach nur die Konsequenz der letzten 2 Jahre. Ja, das ist mit Ansage. Also das ist nicht überraschend, was diese Saison passiert. So absolut gar nicht. Ja. Dazu hast du dann noch den Trainer, der maßlos überfordert ist. Und dann ist das einfach nicht mehr überraschend. Wolkenschrank, der FCB ist der einzige Verein, wo die Kabine entscheidet, wer Trainer ist. Das fing mit Gyula Lorand an und einige weitere folgten. Sagt mir nichts. Glastron, die Aufstellung von Tuchel sind schon lange nicht mehr nachvollziehbar. Wieder ein Trainer, der völlig überbewertet ist. Mit Paris und der Mannschaft in dieser Liga Meister zu werden, ist ja kein Problem. Und der Erfolg in England hat auch nur ein Jahr angedauert. Ich schaue Bayern jetzt seit Beginn der 70er. Aber so eine Saison habe ich noch nie gesehen. Zu deiner Analyse ist echt nichts mehr hinzuzufügen. Gruß, Rudi. Rudi, Gruß, Rudi. Aaron, man hat gemerkt, dass niemand mehr Bock hat, irgendwas für die Festigung des 2. Platzes zu investieren. Und da Heidenheim nun mal brutal motiviert ist, reicht es dann einfach nicht. Die Frustration über das eigene Unvermögen und der Nichtwille, sich reinzuknien, um etwas daran zu ändern, sind eine ganz schlechte Mischung.
Wenn man alle Beteiligten weiter quälen will, sollte man an Tuchel festhalten. Ansonsten muss man sich eingestehen, dass es ohne ihn auch nicht sehr viel schlechter laufen kann. Ja, was die Mannschaftsleistung nicht entschuldigen darf. Das ist auch richtig, ja. Es ist schon verrückt, dass man sich über kein Ergebnis mehr wundert, egal wie absurd es auch klingen mag. Ja, das ist wirklich verrückt. Und das Verrückte ist, dass es einen selber, oder zumindest mich persönlich jetzt, auch nicht mehr überrascht. Ja? Ohne Scheiß, mich überrascht es nicht mehr, dass wir nach einem 2:0, 3:2 verlieren, egal wie der Gegner heißt. Ja? Wenn wir irgendwann mal 4 Tore haben, 4:0, so dann fange ich langsam an zu sagen, jo, jetzt ist der Sack zu. Und selbst dann wird es meistens nochmal spannend und du gehst mit 4:2 raus. Also das ist wirklich wild. Let's Play stumm. In die Annalen eingehen kann man offensichtlich auch, wenn man wie mit einem Stock im Hintern spielt. Die Grammatik ist hier eher nebensächlich. Meine KI lag mit 0:4 aber auch völlig daneben. Ich hatte aber auch eine Wende gehofft vor Arsenal. Sure. Blackhawk. Ich würde den Spieler das Gehalt kürzen, nach Leistung bezahlen. Einfach nur unverschämt. Ja, wenn das einfach so einfach gehen würde, das geht halt leider nicht. That's a problem. Philosophica, die Torliste sagt alles. Wenn du so viele Tore kassierst wie der 6. der Liga, nur 10 Tore weniger kassierst wie der 15. der Liga, dann kannst du in einzelnen Spielen so viele schießen, wie du willst. Dann kannst du noch froh sein, dass du unter den Top 3 bist. Leverkusen 19, Bayern 36, das sagt alles aus über Konstanz. Ja, ich denke, mit Leverkusen brauchen wir uns nicht vergleichen mit dem Punkterückstand, der da herrscht. 1, 2, 3, Apfel und Ei. Im Prinzip ist jetzt genau das passiert, was der Kanalinhaber schon vor mindestens 6 Monaten prognostiziert hat, inklusive des leidigen Themas der ständig wechselnden Innenverteidigung. Das muss man anerkennend festhalten. Er hat auch den Durchmarsch von Leverkusen seit Februar punktgenau vorhergesagt. Chapeau, vielen lieben Dank. Ich hätte das so nicht erwartet und habe mit einer Schwächephase gerechnet. Viele Grüße an alle. Bella, bei der Mannschaft muss im Sommer ein großer Umbruch her. Ja. The Cretan Runner. 11-mal hintereinander nationaler Meister, 10-mal komplett ungefährdet. Dabei unzählige Male Doublesieger und immer als der logische Pokalsieger ins Turnier gestartet. Dabei immer als Teil des europäischen Olymps wahrgenommen. Dabei 2-mal Champions League-Sieger, dabei einmal 6 Tubelsieger. So eine Bilanz würde an der Moral von jedem Verein dieser Welt zehren. Ja, und was ist jetzt die Aussage? Hallo. Nach so vielen schlechten Spielen in einer Saison muss man ganz klar mal sich trauen anzusprechen. Tuchel mal ausklammern. Unsere Spieler sind unfähig, mal mehr als 3 Spiele eine normale Leistung zu bringen. Als Profi. Leistungsverweigerung zu 100%. Eine Schande, was die ihren treuen Fans antun. Weltklasse, das reicht nicht für die 3. Liga. Setzen 6 und Abzug vom Gehalt. Ja, aber der Trainer ist ja Teil davon. Du kannst den Tuchel halt einfach nicht ausklammern. Ja, genauso wie man nicht sagen kann, Tuchel ist zu 100% alleine schuld, kann man halt auch nicht sagen, wir lassen den Tuchel mal raus und die Spieler sind zu 100% schuld. So, Tuchel stellt diese Spieler auf, Tuchel stellt Spieler auf, die keine Leistung bringen, Tuchel stellt Spieler auf, die nicht fit sind, Tuchel stellt Spieler auf, die super verunsichert sind, was alles keine Hilfe ist. Ja, das ist schon eine Symbiose aus beiden. Wir können gerne beiden, dem Kader wie dem Trainer, Note 6 geben, da gehe ich mit. Ja. Kai. Servus Kai, ich hoffe, du hattest zumindest eine schöne Zeit in Dänemark. Ja. Ich möchte extra vor meinen weiteren Sätzen nochmal erwähnen, dass ich Fan des FCB bin. Kai, sehr gut. Ich muss mir doch auch oft anhören, dass ich kein Fan des FC Bayern bin oder nur ein Erfolgsfan oder sonst was. Alles gut, hau raus. Ich sehe mich nicht als Hellseher und doch behaupte ich, ich hab's gewusst. Nach dem Spiel gegen Dortmund und in München war mein persönliches Saisontief endgültig erreicht. Ja, meins auch. Deshalb konnte ich tatsächlich nach Schlusspfiff diesmal herzhaft lachen, das meine ich wirklich ernst. Mehr als eine Lachnummer ist diese Mannschaft derzeit einfach nicht. Man kann sich ohne Ende über Tuchel aufregen, aber das, was derzeit auf dem Rasen von den meisten Spielern abgeliefert wird, ist einfach nur eine bodenlose Frechheit. Ja. Derzeit müsste diese Mannschaft selbst gegen eine gute Thekenmannschaft zittern, wenn man Kane rausnimmt. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt vermutlich etwas Fan-Unwürdiges sage, aber beim Spiel gegen Arsenal werde ich aussetzen. Ich bin ein Fan von Steaks, dennoch muss ich mir das Schlachtfest bei Metzger nicht live anschauen. Und sollte der FCB bzw. die Mannschaft ein Wunder vollbringen, so würde ich mich vermutlich mehr über diese plötzliche Leistungsexplosion aufregen, als mich darüber zu freuen. Ja, das ist ja auch ein Thema, da trinke ich mal kurz ein Stückchen. Das ist ja auch ein Thema, was ich gestern gesagt habe. Es wäre super
krass, wenn das passieren würde. Ja. Das würde ja bedeuten, dass die Mannschaft absichtlich die Bundesliga so verhunzt. Ja, wenn sie jetzt auf einmal eine super Leistungsexplosion gegen Arsenal hätte. Haben wir ja gestern im Stream ein bisschen drüber gequatscht. Auch dann, ich gehe damit, das wäre wirklich auch wild. Ne? Dann lieber das Gemetzel verpassen oder das Wunder. Da ist mir meine Gemütslage dann doch wichtiger, als das Bedauern des Wunders live nicht miterlebt zu haben. Es tut mir richtig weh, das zu sagen, aber weder Tuchel noch diese Mannschaft verdient spätestens seit dieser Rückrunde noch einen Erfolgsseite im Sinne der Champions League. Natürlich wünsche ich mir das als Fan, aber ich bin da Realist und frage mich dann, wie es sein kann, dass man in der Champions League liefern kann, aber ansonsten auf Urlaubsmodus schaltet. Da wird bei mir als Fan der Trotzmodus aktiviert. Naja, erstmal muss man ja liefern, ne? Warten wir erstmal das Spiel heute ab. Heute bin ich einerseits geladen, kann aber dennoch lachen, weil die letzten 2 Spiele auf jeden Fall Max die Arbeit betreffend Sommer erleichtern. Ja, sollte. Zumindest betreffend, was kann da entsorgt werden, zumindest aus dieser Sicht. Zumindest aus dieser Sicht, denke ich, ne? Finde ich es genial, dass sich viele Spieler zeigen und empfehlen. Für einen gehörigen Arschtritt von Max Eberl, beziehungsweise geringeren Stunden. Ja, sehe ich genauso. Wo war eigentlich Sané? Hatte Auer? Dachte, der muss immer spielen. Na, bis zum Arsenal-Spiel ist der bestimmt wieder topfit. Ich freue mich schon total auf die neue Saison und hoffentlich viele neue Gesichter. Lass mich von Eberl und Freund überraschen, was sie uns da auf den Rasen stellen. Hoffentlich etwas, das 90 Minuten kämpft und ein Gesicht hat. Wille zeigt etwas, worauf man stolz sein kann als Fan. Auch wenn man verliert. Mit Tuchel hatte ich ja längst abgeschlossen, jetzt aber auch mit dieser Mannschaft. Nicht mit jedem Spieler, aber mit dem, was man als Mannschaft bezeichnet, zu 100%. Ich lasse auch Sätze wie vielleicht sind viele Spieler einfach satt und so weiter nicht mehr gelten. Denn wenn es um ihre neuen Verträge und ihre Lebensunterhalt geht, ja, sind sie ja nicht satt, oder? Nee, das ist für mich noch nie ein Argument gewesen, was ich gelten lasse. Ich habe es gesagt, dass es menschlich ist, dass man nach 6 Tubel in ein Loch fällt und vielleicht nicht mehr so die 110% gibt und so weiter. Ich denke, da sind wir uns einig. Das kann natürlich sehr gut passieren, gerade bei dieser Generation von Spielern, die nicht diesen Willen hat, wie es so ein Schweinsteiger, Lahm, Olli und so weiter hatten. Aber da muss man diese Spieler in Konkurrenz stellen. Und das wurde nicht getan. Ja. Und wie du sagst, wenn es um ihre Verträge geht, dann können sie ja trotzdem alle schachern. Ne? Lass mich raten, Kai, dein Tipp für Arsenal, Spiel 6:6. Als Fan tippst du ja nicht gegen deinen Verein. Ich tippe ein 5:1 für den FCB. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, mein Tipp war 2:2, ne? Wie du sagst, aus dem Grund, dass man nicht gegen seinen Verein tippt. Box. Hab ein Vlog zum Spiel gesehen. Am Ende stand das Team vielleicht 5 Sekunden in der Kurve und dann sind sie direkt in die Kabine. Kimmich und Müller ganz vorne dabei. Und wer stand noch in der Kurve? Saragossa, der ja ganz schwer zu integrieren ist. Davis und Tell. Tell hat sich sogar umgedreht und das Team mehrfach gerufen und genervt gestikuliert, weil er diese Haltung scheiße fand. Kam da einer zurück? Nö. Das ist schon echt traurig. Wie man verliert, ist immer noch wichtig. Danke, Mattis. Ja, das sagt auch alles über diese Nicht-Mannschaft aus. Stefan, harte Woche. FCB lust ab und ich vermisste deine Videos. War zwar nur eine Woche, aber hat sich echt lang angefühlt. Hoffe, der Urlaub war gut. In diesem Sinne Glück auf und Servus. Der Urlaub war gut. Vielen lieben Dank. Samuel, nach Tuchel haben Dortmund, PSG und Chelsea nie wieder richtig in die Spur gefunden. Das macht mir Sorgen. Alles gut. Max Albert, wenn Tuchel Eier hätte, dann würde er nach dem Spiel selber zurücktreten. Mir ist aber klar, dass er unbedingt noch gegen Arsenal die 2 Spiele trainieren möchte. Domio, das nenne ich mal einen schnellen Upload. Like ist da, hoffe wir bekommen auch ein React auf die 12 min PK. Natürlich. User, der FCB hat Unfassbares geleistet mit 11 Meisterschaften in Folge, das wird einigen erst jetzt bewusst. Vielleicht muss so eine Nullsaison mal wieder sein, damit wieder Ruhe reinkommt und die Verantwortlichen sich mal grundsätzlich über die Ausrichtung und Strategie einig werden. Mit Nagelsmann hatte man leider keine Geduld, das braucht der FC Bayern aus meiner Sicht aber. Ja, ist vollkommen richtig. Nächste Saison wird definitiv keiner mehr vom Double oder Triple sprechen, vielleicht ist das eine gute Chance, ein Neuanfang. Ja. Gehe ich 100% mit. Ralf Klepzig, ich gebe dir sowas von wieder recht. Immer dieselben beschissene Aufstellung und Auswechslung. Davis Sané kannst du auf jeden Fall gehen lassen. Und wenn in der nächsten Saison kein massiver Umbruch kommt, wird die Saison genauso beschissen. Ich verstehe die Mannschaft auch überhaupt nicht.
Wie kann man sich gegen einen Aufsteiger so vorführen lassen, ohne deren Leistung jetzt zu schmälern? Ich kann das Gekicke unserer Mannschaft nicht mehr ertragen. Ja, ich finde es noch schlimmer eigentlich, dass man sich hat gegen Dortmund so vorführen lassen. Obwohl Dortmund selbst nicht gut war. Das fand ich eigentlich noch schlimmer wie dieses Spiel jetzt. Tommy, gute Beschreibung von Davis und Kim. Danke. Burg, Katastrophe. Echt Katastrophe. Absolut Katastrophe. Ja, Minjae Kim, Katastrophe. Ich liebe es. Irgendwie. Das ist eine Bankrotterklärung gewesen in der zweiten Halbzeit. So ein Fußball kann man uns Fans nicht auferlegen. Wenn sie sich jetzt nicht den Arsch aufreißen und nicht jeder für den anderen kämpft, dann bekommen wir ein Debakel gegen Arsenal. Ja. Aber ich bin überzeugt, dass wir nächste Saison wieder zurückkommen. Gruß Jürgen. Wir werden sehen, wa? Tom, frag mich, wie vergiftet die Atmosphäre in der Kabine mittlerweile sein muss, wenn dir ein Aufsteiger 3 Tore einschenkt. Tuchel hat, denke ich, mittlerweile genauso viel Einfluss auf die Mannschaft wie der Busfahrer. Ja. Ich würde es ja feiern, wenn sie nach dem Arsenal aus Thomas Müller als Spielertrainer aufstellen. Wäre doch mal was Neues. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Aus der aktuellen Mannschaft jemanden in die Verantwortung zu nehmen. Kann es schlimmer werden? Eigentlich nicht, nee. Also von daher, keine Ahnung. User, servus, ich höre deine Videos gerne zum Einschlafen. Funktioniert echt super. Das Ende jedoch finde ich vom Ton zu laut. Ja, wenn du schon geschlafen hast, kriegst du das Ende ja nicht mit, wa? Zettel. Tuchel kann bleiben, die halbe Mannschaft muss man rausschmeißen. Nee, Tuchel kann auch nicht bleiben. Alexander, ich halt eine schön bunte, ist halt eine schöne bunte Truppe. I don't know, ich weiß nicht, ob du darauf mit auf irgendwas anspielen willst, von daher kriegst du doch von mir da kein Herzchen für. Leo da Vinci, ich kann mir vorstellen, dass die Spieler gegen Arsenal in der Champions League sogar richtig gut spielen werden. Aber gegen den kleinen FCH oder FCS brauchen die Weltstars ja auch nicht richtig spielen, um zu gewinnen, würdest du denken. Wie gesagt, ich würde da mitgehen, ja, mit dieser Aussage. Und auch, klar, nochmal, man kann das argumentieren gegen Heidenheim. Zweite Halbzeit, man will sich schon für Arsenal, Blasels, kann man alles irgendwo argumentieren. Wenn das Spiel vorher gegen Dortmund nicht so gewesen wäre. Weil da gab es keine Gründe, keine Ausreden. Und das war noch emotionsloser wie das Spiel gegen Heidenheim. Thorsten, als Gladbach-Fan kann ich hier nur eine Phrase zum Besten geben. Eure Probleme hätten wir gerne in Gladbach. Naja. Christizans. So eine Leistung gegen Arsenal und wir sehen einen schönen Rollentausch im Vergleich zu 2017. Damals haben wir sie über beide Spiele 10:2 überrollt. Heute werden sie uns 10:2 überrollen. Machst du nix. Die Mannschaft ist mental am Ende. Wir werden sehen. Kann passieren, kann nicht passieren. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte aber auch nichts. Ich erwarte von unserer Mannschaft nichts. Also mich kann die Mannschaft gegen Arsenal heute wirklich nur positiv überraschen. Negativ kann sie mich nicht überraschen. Last Ride und täglich grüßt das Murmeltier. Noch ein Weekend, wo der FC Bayern mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das kann ich nur Danke sagen. Ja, sei dir gegönnt. Blau Opal, so bitter die Phase auch im Moment ist, vielleicht ist es besser und wertvoller, als wenn wir wieder so eine Wurschtel-Saison hätten wie die letzte. Das mit Sicherheit, ja. Über Tuchel hast du ja schon alles gesagt, aber jetzt muss man auch mal ein Auge auf jeden einzelnen Spieler richten. Ja, das muss man schon die ganze Zeit auch, ne? Wer von denen bis jetzt noch nicht den Schuss gehört hat, der hat einfach nichts in diesem Verein verloren. Eberts Ansage zum Amtsantritt, dass jeder Spieler sich in den nächsten 3 Monaten beweisen muss, scheint bei vielen von ihnen nicht angekommen zu sein. Ja, oder vielleicht gerade deswegen. Das zeigt aber auch, wer noch für den Verein brennt, gibt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, rigoros die auszusortieren, die sich nicht voll reinhängen. Ja, aber man hätte ja dann mal aus Trainersicht die aufstellen können, die halt für den Verein brennen. Das wäre ja mal ein schöner Move gewesen. Was ja leider nicht passiert ist. Ich verstehe viele Spieler aber auch nicht. Selbst wenn es Probleme mit Tuchel gibt, muss ich doch so viel Eigenmotivation haben, dass ich theoretisch auch ohne Trainer spielen kann. Es geht um Titel, es geht darum, mich für die Nationalmannschaft und die EM zu empfehlen. Und trotzdem kommen reihenweise solche Leistungen zustande. Aber beim Kohlefordern sind sie alle wieder hochmotiviert. Wir können nur hoffen, dass diese Phase im Nachhinein genauso heilsam wird wie die Saison 2012. Aber auch nur, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden.
Ja, sorry, Leute. Mein Hals ist es nicht mehr gewohnt, so viel zu reden nach einer Woche Pause. Stimme ich dir zu und natürlich müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden. Das sollte aber klar sein, oder? Above Mankind. Zufällig auf deinen Kanal gestoßen und direkt hängen geblieben. Wollte eigentlich nur verstehen, was da momentan in München los ist. Coole Aufarbeitung, erfrischend. Grüße aus Stuttgart. Ja, Grüße nach Stuttgart. Vielen lieben Dank. Siehst du, Stuttgart auch noch gewonnen. Jo, ist doch völlig gut so. Jetzt mal wirklich Tacheles. Hallo Kai, schön, dass du wieder da bist. Hast mir gefehlt. Oh, vielen lieben Dank. Der Micha, ich könnte jetzt 1,5 Stunden alles wiederholen, was ich die letzten Monate gesagt habe. Das mache ich aber nicht. Stattdessen wiederhole ich 37 Minuten alles, was ich die letzten Monate gesagt habe. Ja. Perfekt, oder? 1,5 Stunden auf 37 Minuten verpackt. Da kriege ich die Steigerung diese Saison noch hin und schaffe es unter 30 Minuten. Was ist da los in München? Ja. Kilkenny. Kilkenny. Christian, TT schadet dem Image des FCB inzwischen und der FCB lässt ihn gewähren. Schade. Schande. Schade, Schande. Ja. User, Ed Munich. Du sprichst mir und ich denke mal allen anderen aus der See. Nee, allen anderen nicht, aber einigen. Und das ist auch völlig okay so. SNFU, wenn man bedenkt, dass man Nagelsmann gefeuert hat, weil Bayern in Leverkusen verloren hat, jetzt sieht es so aus, dass er zurückkommt. Ja, mal abwarten, ob er zurückkommt. Davis, weg, weg, weg. No money, no Davis. Sion Dai. Mike. Maike eher, ne? Maike, ich Horn. Keiner. Total gut analysiert, genau so sieht das aus. Man muss sich von manchen von denen auch mal trennen. Man muss dann neu anfangen. Alles, was du analysierst, genauso muss man das analysieren, wenn man Trainer ist wenn man Trainer ist. In der Tochter ist gar nicht in der Lage, weil er die Kabine... Was? Tuchel. Der Tuchel ist gar nicht in der Lage, weil er die Kabine schon seit Leverkusen nicht mehr in der Hand hat. Weiter so. Ja. Also, dass das Verhältnis nicht mehr gegeben ist zwischen Trainer und Mannschaft. Warum hätte man Tuchel sonst feuern sollen? Also, wenn das immer noch gegeben wäre, wäre es ja Schwachsinn gewesen. Dann hätte man sich auch hinterm Tuchel stellen können und die Spieler in die Pflicht nehmen, ne? Aber gut, so ist es. Kevin! Kai, für mich ist der Trainer schuld. Ich habe mir die Wiederholung angeguckt und kann einfach nur sagen, dass alles einfach planlos wirkt und die Teammoral unter aller Sau ist. Klar, Minjay, teilweise Opa haben zu viele individuelle Fehler, aber der Rest des Teams wird einfach falsch eingesetzt oder verschwendet. Davis ist aktuell kein Bayern-Spieler. Hoffentlich ist Real so dämlich und legt 40 bis 60 Millionen auf den Tisch. Seine Leistungen sind einfach nur noch zum Kotzen. Ja. Wie wir schon damals gesagt hatten, durch Einzelaktionen haben wir Siege eingefahren. Spielerisch war es von Anfang an eine Katastrophe. Richtig? Als man uns vollgeheult hat, wie erfolgreich Tuchel doch sein mag. Oder sei. Jetzt sind die Spieler im Leistungstief und das Spielerische ist geblieben. Die Qualität ist da, jedoch ohne Idee. Kimmich blüht auf rechts wieder richtig auf. Ich mache mir schon Gedanken, welcher Typ Tuchel Geld geboten hat, den FCB an die Wand zu fahren. Thomas Tuchel ist für mich, stand jetzt, in allen Aspekten eine Vollkatastrophe. Er wollte die Abwehr stärken. Alter, ich frage mich, wann wir das letzte Mal ein paar Spiele ohne Gegentor absolviert haben. Eberl und Freund haben mit unserem Anspruch mächtig Arbeit im Sommer. Ja, Kevin, kann ich dir nur zustimmen, ne? Aber das weißt du ja, kennst ja meine Meinung dazu. GB, willkommen zurück, ja, danke. Gabriel Davis wurde gerade eben verlängert für 60 Millionen in 4 Jahren plus 20 Millionen Signing-Bonus. Ah, wer sagt das denn? Habe ich nicht mitgekriegt, wenn dem so sein sollte. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Eber das tun würde. Christian, bin überhaupt kein Bayern-Fan. Null. Aber das hier schaue ich mir gerne an. Guter Typ, bitte weiter so. Arsenal 3:0 gerade. Denke, innerhalb der Truppe stimmt es 0, so von außen. Ja. Bayern spielt einfach Dortmund-Simulator diese Saison. Gudi, der war gut. Frank Schneider. Ich bin ebenfalls das Gegenteil von einem Bayern-Fan. Doch, deine Analysen sind göttlich. Das toppt heutzutage noch die legendären 90er. Benotung unterschreibe ich alle. Lieben Gruß, Frank. Florian. Boah, also die erste Hälfte war gut und Heidenheim hat sowas von verdient gewonnen. Kleindienst gleich King. Aber können die mal den Tuchel rausschmeißen? Warum ist der da? Weil es um nichts mehr geht? Dummes Argument. Was soll noch passieren? Also Bayern hat das erste Mal in Heidenheim gespielt und verkackt, als wäre das normal. Jetzt noch von Arsenal abgeschossen werden und hoffentlich ist Tuchel weg. Tja. Barocca. Ich denke mal, dass die unzureichende Mannschaftsleistung der Unruhe im Vereinsumfeld geschuldet ist. Nee.
das fühle ich nicht. Vor allem, wenn man als Spieler jetzt in der Schlussphase weiß, dass der Kader umstrukturiert oder eventuell ausgesiebt wird. Dazu kommt halt noch, dass es zusammen mit Tuchel nicht harmoniert hat. Punkt. Nee, das ist für mich kein Faktor, sorry. Das sollte, wenn, dann eher das Gegenteil bewegen. Ja, wenn ich weiß, ja, der Verein plant einen Umbruch, zumindestens wenn ich Bock habe auf diesen Verein, dann reiße ich mir den Arsch auf. Wenn ich das nicht habe, dann sehe ich diese Leistung, die wir gerade sehen, ja. Da müssen wir Kimmich lobend darstellen, weil Kimmich der ist von diesen ganzen Spielern, die da gerade irgendwie im Visier sind, der sich den Arsch aufreißt. Alle anderen nicht. Wenn das dann die Art und Weise ist, dann zeigt das ganz klar, dass sie nicht für den FC Bayern spielen wollen. Und dann sollte man sich trennen im Sommer. Einfach. Aber dass das jetzt ein Alibi für die Spieler ist, nee, fühle ich persönlich nicht, sorry. Aber Kai, kannst du bitte beim nächsten Mal auch die Expected Goals in die Bewertung einfließen? Also ich denke, da haben wir gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, könnte ich tun. Chico, wie du dann an der Kommentar-Reaction sehen wirst, nach Dortmund war ich perplex, kein Kommentar meinerseits. Bin nur noch fassungslos. Können wir Heidenheim gegen Arsenal spielen lassen für die 5-Jahres-Wertung? Ja, Dortmund-Spiel, keine Ahnung, ich muss gucken, ob ich überhaupt noch die Zeit finde, die Kommentare da mir überhaupt noch reinzuballern. Ja, das ist ja auch wild. Muss ich echt schauen, das kann auch sein, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis ich die Zeit dafür habe. Ja, aber so ist das halt, wenn man eine Woche Urlaub hat, ne? Kremshua, jetzt ist doch eh alles wurscht. Nee, eben nicht. Wenn die Champions League Plätze nochmal in Gefahr kommen, ist nicht alles wurscht. Dennis, ich lasse das Abo. Hast sehr gut erklärt, LG, die HSV-Brüder. Die HSV-Brüder, ja. Leute, gönnt euch den Aufstieg. Hoffentlich macht es mit dem Baumgart. Mike, nie Schalke. Traurig, einfach nur traurig. Toller Kanal übrigens, tolle Analyse. Danke. Josef, hi mein Freund. Die Analyse klasse, die Luft ist raus, Bundesliga. Gegen Arsenal werden wir einen ganz anderen FCB sehen. Ich bin sehr gespannt, ob das heute wirklich passiert. Thomas Tuchel jetzt entlassen. Champions League kann er. Das werden wir sehen heute, oder? Hoffe und drück die Daumen. Jo. Das tue ich auch. Ob es reichen wird, ich bin sehr gespannt. Bon Marti, selbst die Frauenmannschaft von Bayern hat mehr Leidenschaft. Ja, den fühle ich jetzt wieder nicht so, ne? Das ist schon sehr, sehr, was soll das jetzt, sehr diskriminierend. Selbst die Frauenmannschaft von Bayern hat mehr Leidenschaft. Warum sollten Frauen keine Leidenschaft haben? Also. Männer sollten vielleicht oder müssten sich ein Beispiel an ihre Frauenmannschaft nehmen, was es heißt, zusammen zu kämpfen für ein Ziel. Ja, das fühle ich. Der Männermannschaft fehlt es Leidenschaft, Ehrgeiz, Wille für das Ziel Meisterschaft zu kämpfen. Nee, es gibt einfach keine Mannschaft. Das ist das Problem. Es ist einfach keine Mannschaft. Es sind mehr Egoisten als eine Mannschaft. Leider. Harry Kane kann zwar Tore schießen, aber das nützt nichts, wenn 10 andere Spieler nicht in jedem Spiel alles geben und bis zum Schluss alles geben. Jo. Champions League ist der einzige Titel für die Bayern, aber da auch Arsenal mehr Leidenschaft in den Spielen zeigt, wird Bayern auch diesen Titel vergeigen. Ulreich wird die Qualität, ein Top-Torhüter zu sein, und Bayern hätte einen Top-Ersatz holen müssen. Wir haben ja einen Ersatz da. Ja, man hätte den Jungen einfach nur mal fördern müssen. Mein Take. Matthias, aha, es wird immer besser. Admiral, ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber eine 6 für Davis, der immerhin einen Assist geliefert hat, finde ich schon sehr hart. Er hat ja nicht 2 Eigentore geschossen. Jo, ist doch völlig okay, dass du das hart findest. Ich finde es eigentlich noch zu gnädig von mir. Bernd Biesenkamp, Tuchel hat sich verzappt. BJKG5B. Tja, Nagelsmann kann seine Gehaltsforderung verdreifachen. Die Bayern können nicht ablehnen. Oder wer sonst soll übernehmen? Favre, Effenberg, der Hausmeister? Der Busfahrer? Der Platzwart? Ich? Ihr? Sehen. Wir werden sehen, Leute. Doki Bayern. Hallo Kai. Als erstes hoffe ich mal, dass dir dein Urlaub ein neues Nervenkostüm ermöglicht hat, bezüglich der so toll aufspielenden Münchner. Gut erholt muss man so einen Samstag sich anschauen und man hat wirklich Angst um die Partien gegen Arsenal. Ja, gut erholt war wild. Wir sind extra um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr abgefahren in Dänemark. Ich war mit Leihwagen abgeben und so weiter. 15:15 Uhr zu Hause vom Fernseher. Das war den Tag alles andere als gut erholt. Aber ja, ich wurde ja belohnt von unserem FC Bayern. Nun zum Spiel gegen Heidenheim.
Was erlauben diese Mannschaft zu spielen für einen Scheiß? Nix ist die Flasche halb leer, sie ist ganz leer. Zurück zu den Tatsachen im Spiel. Ich bin richtig sauer, sogar noch wütender als so bei Niederlage daheim gegen den BVB. Echt? Bei mir ist das umgekehrt. Dachte, das ist nicht zu toppen, doch diese Mannschaft toppt alles in dieser Saison. Sorry. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei so viel Wut im Bauch. Daher halte ich mich kurz. 35 Minuten bei 74% Ballbesitz, nur Gefahr mit der ersten glücklichen Situation macht Kane die Führung. Tor Gnabry ein Geschenk von Heidenheim. Doch was spielt Bayern davor gegen schwache Heidenheimer? 35 Minuten runter, ein Fußball, Ideenreichtum gleich gegen 0. Okay, egal, mit Führung in die Pause. Wild heute. Dann haben sie in München binnen 5 Minuten in der zweiten Halbzeit wieder einen Arroganzanfall, der mich innerlich 8 Spieler sofort vom Platz holen lässt. Was da die IVs und Davis mit der Absicherung Goretzka-Leimer umsetzen, eine Frechheit. Heidenheim kommt 2 vor das Tor und trifft. Restliche zweite Halbzeit, ich hatte nie das Gefühl, dass Bayern-Mannschaft irgendwas an ihrem einfallslosen Spiel ändern will. Dazu werden 99% Chancen einfach liegen gelassen. Gut, es gab nur 2, doch von Bayern-Spielern, Kane kann ich auch mal sichere Tore erwarten. Naja, ich habe meinem Bruder gesagt, wirst sehen, wir machen und tun nichts, wird dabei herumkommen und Heidenheim fährt noch einen erfolgreichen Konter. Wie sollte das anders sein? Das dritte von Heidenheim ist so einfach und zugleich mit einfachen Mitteln zu Ende gespielt. Solche Tore macht man dann auch gegen Bayern. Also mein Fazit, die Saison ist gelaufen und wenn Bayern Tuchel nicht freistellt, hoffe ich, dass er so viel Rückgrat hat und übergibt, insofern es sein Ego zulässt. Nee. Doch mit dieser Mannschaft und einem total überforderten Tuchel gegen Arsenal, na gute Nacht. Da schreit er förmlich nach Ausscheiden. Ja, leider ist dem so. Vielleicht belehrt uns die Mannschaft eines Besseren. Ob das dann unbedingt gut ist, I don't know, werden wir sehen. Also ich weiß ja nicht, was Tuchel mit Staff etc. so trainieren ist. Kann auf jeden Fall nicht gut und richtig sein. Daher komme ich zu einem Tuchel-Fazit. Er ist vielleicht ein guter Trainer, doch trotz Champions League-Titel ist er für mich nicht Weltklasse. Da auch er ein spielerisches Konzept umgesetzt bekommt, dazu werden die Spieler schlechter als konstanter. Da auch er ein spielerisches Konzept nicht umgesetzt bekommt, denke ich mal so, ne? Dazu werden die Spieler schlechter als konstanter. Nimmt man noch die ständig verletzten Spieler aus der ganzen Saison bis dahin im Schnitt 30% plus von der ersten Mannschaft, Kader mindestens 3 Wochen Ausfall oder mehr. Sorry, da stimmt was ganz und gar nicht mit der Belastungssteuerung. Das sehe ich auch so, ja. Wieso haben De Ligt und Dyer nicht gespielt? Ach ja, Testspiele, Nationalmannschaft, stimmt. Dann nehme ich sie mal aus dem Rhythmus. Ist ja egal, dass es Profis sind, die das seit Jahren machen und dafür trainiert sind. Da die 2 gehen mal so richtig mit Selbstvertrauen jetzt in das Spiel gegen Arsenal. Ich bin zu kotzen, bei dem, was letztlich die Mannschaft zusammenspielt. Daher meine Bitte an Eber, folgende Spieler verkaufen. Goretzka, Leimer, Guerrero, Davis, Sané, Mazraoui, Choupo, Kim. Choupo läuft Vertrag aus. Leimer würde ich rausnehmen, ansonsten gehe ich mit. Ich würde einen Kimmich aber auch abgeben. Auch wenn Kimmich gerade der ist, der vorangeht, der dagegen hält. Ich glaube einfach, dass es gut wäre für Josh, woanders zu sein. Ja. Oder die einzige Alternative, die ich sehe, ist, dass Josh sagt, yo, ich werde beim FC Bayern bleiben und mache den rechten Verteidiger. Dann kann ich mich darauf einlassen, dass man Josh behält mit reduzierten Bezügen. Ja. Weil auch als Rechtsverteidiger rechtfertigt er kein 20 Millionen Gehalt in meinen Augen. Dem Rest stimme ich dir zu, ja. Als Ersatz bitte dann nur Spieler holen, die sich für sich selbst immer erhofft haben, auch eines Tages mal für FC Bayern spielen zu dürfen. Das hat Eberl ja schon ganz klar kommuniziert. Ja, dass wir wieder dahin kommen müssen, Spieler zum FC Bayern zu holen, die stolz sind, beim FC Bayern zu spielen und nicht Spieler zu holen, die beim FC Bayern spielen, weil wir 1 Million mehr zahlen wie Real Madrid. Ja. Da müssen wir wieder hinkommen und das ist wichtig und richtig, ja. Mal wieder zurück zur alten Schule. Es muss nicht der 81 Millionen Transfer sein, dem weder Mannschaft noch Verein etwas bringt. Kane mag da als Stürmer eine Ausnahme sein, doch in München müssen wir wieder so Spieler den Weg in das Trikot finden wie Mittelstädt, Fürich, Undav, etc. Und sie haben eine faire Chance, weil kaum noch etablierte Spieler da sind. Es wäre wieder viel ausgeglichener und eindeutig mehr Konkurrenzkampf unter den Spielern. Was dann mit dem Erfolg wieder eine Mannschaft bildet. Es muss ganz schnell der neue Trainer vorgestellt werden. Danke fürs Lesen bis hierher.
Zeig mir, du bist ein Mir Samir-Fan ein Leben lang. Ja, na klar. Auch wenn die Stimme gerade versagt, gebe ich 110, Leute. Julian Weller, ich komme immer noch nicht darüber weg, wie eine Mannschaft so in sich zusammenfallen kann. Ist es die Sprache? Hat Tuchel in der Halbzeit etwas gesagt, was einigen nicht gefallen hat? Es ist auffallend, dass der neue Kane sich dagegen gestemmt hat. Alle anderen eher nicht. Auch Kimmich auch. Es war unter Nagelsmann nicht viel anders, in einigen Spielen zumindest, und deswegen wurde er ja auch entlassen. Doch das Problem wurde nur größer. Ist Bayern wirklich eine Wohlfühloase für Spieler DICH-AGs? Ist es wirklich die Weltklasse Holding Six, die fehlt? Bin gespannt, wen man da verpflichtet, denn auf Pavlovic alleine wird man nicht bauen. Auffallend ist aber, dass mit ihm besser steht. Das Leverkusen-Spiel ausgenommen, aber die sind wirklich das Nonplusultra derzeit und haben auch das bisschen Glück. Gegen Leverkusen war aber auch das Problem, dass da auf einmal Min-Jae Kim und Upamecano standen. Ja. Da würde ich das zentrale Mittelfeld auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich verstehe es jedenfalls nicht und komme nicht drüber weg. Es ist viel zu leicht, alles an Tuchel festzumachen. Ja, man hätte ihn vielleicht wirklich sofort gehen lassen sollen. Bloß wen nehmen und was wäre gewesen, wenn es nicht besser geworden wäre? Naja, es ist ja jetzt auch nicht besser geworden. Kein Deut. Da hätte man sofort gesehen, dass es nicht am Trainer liegt und dann hätte man ein noch größeres Problem geschaffen. So eine Mannschaft wie Heidenheim, bei allem Respekt für alles Erreichte, sollte man nach einer 2:0-Führung nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Ja. Und dann auch noch verlieren. Es ist unfassbar. Frei nach Kahn, wir brauchen Eier und da sind keine, nur Künstler. Sorry für den Spam. Nö, ist doch kein Spam, wenn du deine Meinung schreibst. Ist doch alles gut. Es war unter Nagelsmann, finde ich, schon anders, weil wir unter Nagelsmann dann wenigstens konsequentes Pressing gespielt haben. Und hätte Nagelsmann einen Stürmer gehabt und hätte Nagelsmann einen wirklich defensiven Sechser gehabt, wäre das Konstrukt Nagelsmann, glaube ich, richtig gut gewesen. Ja. Der Nagelsmann war das Riesenproblem, dass die Sechserposition nie besetzt war. Die Gegner, wenn sie sich aus dem Pressing befreien konnten, haben sie den Ball einfach auf die Mittellinie, auf den Mittelkreis gespielt. Da stand einer in dem Raum, der hat den Ball nach außen gelegt auf irgendeinen superschnellen Spieler, der dann den Innenverteidiger überlaufen hat. Das war das Paradebeispiel, wie man uns zerlegen konnte. Ja. Wäre da ein Spieler gewesen, der diesen Raum zumindest umkämpft hätte, wäre das alles auch hätte das alles ein bisschen besser ausgesehen. Aber das ist auch nur ein kleiner Ausflug mal in die Nagelsmann-Phase. Ich denke, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, weil Nagelsmann nicht mehr da ist. Nicolas, Tuchel is just so arrogant and aloof. You can clearly see the players have thrown him under the bus. How Upamecano ever gets a game is beyond me. Did he win a competition and Kim looks terrified every time the ball goes near him. I can't wait for the season to end. As Tuchel has just brought shame to Bayern, what is Freund and Driesen? Waiting for pull the trigger, no, there needs to be a massive overhaul in the summer because if we don't, we know the consequences. Yeah, my English is very bad. Sorry for that. Ja, ansonsten kann ich dir nur zustimmen, wa? Und ja, es müssen Konsequenzen, aber da müssen wir natürlich auch nicht nur Freund und Dresen reinnehmen, sondern natürlich auch einen Eberl. Und ja, Opa und Kim, wir wiederholen uns nur. Moini, ich finde, Tuchel ist ein Welttrainer. Hat er sich schon bewiesen in den letzten Jahren. Es war klar, dass Bayern mal eine Meisterschaft verliert. Ich finde es sogar respektlos, immer zu sagen, wir gewinnen immer, weil alle anderen Teams schlecht sind. Und wenn es einmal nicht läuft, wechseln wir den Trainer aus. Das geht nicht. Klopp hat mehrere Jahre gebraucht, die Liga zu gewinnen. Immer alles auf Tore zu schieben, geht nicht. Vor allem, weil in der Liga der Trainer nicht wirklich mehr viel Auswirkung hat. Wenn die Spieler nicht wollen, dann geht nichts. Ja, völliger Schwachsinn, dein Post. Völliger Schwachsinn. Sorry, absoluter Dummfick. Das ist mal ganz klipp und klar zu sagen. Tuchel stellt die Spieler auf, Punkt. Beweisführung abgeschlossen. Dass nicht nur Tuchel alleine schuld ist, brauchen wir nicht drüber reden. Kannst dir gerne mein 80-Minuten-Video angucken, was ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Wer, wann, wie, warum schuld ist.
Das ist auch klar, aber diese Aussage jetzt gerade auf diese Spiele bezogen ist völliger Schwachsinn. Also nicht Opa und Minje haben sich selber aufgestellt. Auch ein Davis hat sich nicht selber aufgestellt. Das tut immer noch der Trainer. Breakboy, also wenn ich heute für Bayern spielen dürfte, Maradona 86. Wahnsinn, wie billig alle heute sind. Also wenn ich heute für Bayern spielen dürfte, Maradona 86. Wahnsinn, wie billig alle heute sind. Verstehe ich nicht. Sorry. Was billig? What is happen? Mobo, als Tuchel in der PK vor dem Spiel von dem Wettbewerb in die Innenverteidigung faserte, war mir klar, die guten Kerle Upamecano und Minje werden spielen. Ja. Hans Hase, ich rufe am Montag mal auf Geschäftsstelle an und frag ab, wann es die neuen Shirts für den 3. Tabellenplatz gibt. Die Hoffnung, dass wenigstens das noch klappt, ist ja da. Nee, wir werden dann diese Saison Shirts rausbringen mit Rekordmeister, weil wir das immer noch sind. Weil der Rubel muss ja weiterhin rollen. Ne? Und wenn du keinen Titel holst, musst du dich halt auf die vergangenen Titel stürzen. Nico Bele, ich hoffe, Thomas Tuchel geht irgendwann mal nach Italien. Würde gerne mal sehen, wie es da funktioniert. Bin kein Fan von ihm, aber das würde mich einfach mal interessieren. Kann ich nicht einschätzen. Soko. Aufgrund solcher Dinge, die Bayern dieser Saison macht, wurde Juventus Turin 2006 in die 2. Liga geworfen. Keep your eyes open. Aha. Wir machen solche Dinge, oder was? Die Juve da gemacht hat? Uiuiui. Gerd Berger. Am Ende ist es besser, wenn es richtig nach hinten losgeht und diese Saison katastrophal endet. Das ist sie ja schon. Damit die Verantwortlichen erwachen. Denn wenn man am Ende nur ein paar Punkte hinter Leverkusen stehen würde, dann könnten gewisse Leute noch alles schönreden. Aber so mit 16 Punkte Rückstand, und es kommen sicher noch ein paar dazu, ja, müssen wir Jahrzehnte zurückschauen, um so einen Unterschied zu sehen am Ende der Saison. Ja. Ich hatte es vorher gesagt, gegen Köln bin ich im Stadion und der FCB kann sich nicht einmal ein Unentschieden leisten, wenn man den 2. Platz behalten möchte. Ja, es geht ja nicht darum, den 2. Platz zu behalten, es geht darum, die Champions League Quali zu behalten. Das ist ja das Traurige. Also aktuell sind 7 Punkte, spielen wir unentschieden, gewinnen die, dahinter sind es 5 Punkte. Bei noch 5 Spielen, Alter. Also wild. Hoffen wir mal, dass du als Glücksbringer da bist, Gerard. Aristoteles Erbe. Beim 3. Gegentor hatte man den Eindruck, als würden sich einige Spieler schon für die Tribüne nächste Saison schonen. Egal, der 3. oder 4. Platz langt ja auch für die Champions League Teilnahme. Sarkasmus. Scheint so, als hätten einige Spieler nicht mal mehr ein Fünkchen Ehre. Im anderen Fall muss man ihnen ganz klar die Klasse absprechen. Total überbewertet einige Herren. Wenn du erstmal anfängst, einen Trainer zu opfern, weil die Mannschaft gegen ihn spielt und er die sogenannte Kabine oder Teil davon verloren hat, Kovac, dann begibst du dich in eine gefährliche Spirale. Spieler merken sich das und nutzen ihre Macht aus. Der Kader ist aber natürlich auch Jahr für Jahr schwächer geworden. Eine glorreiche Ära geht also nächste Woche zu Ende, wenn Leverkusen am bzw. nach der 90er die verdiente Meisterschaft feiern kann. Ja. Dennoch muss man das erstmal schaffen, was Bayern 11 Jahre lang getan hat. Ja. Das könnte ein lange bestehender Rekord sein, an den selbst die Bayern nicht mehr rankommen. Ja. Daher einfach mal im Vorfeld Glückwunsch an beide Vereine, an Bayern für das 11 Jahre geleistete und an Leverkusen für die herausragende Vorzeigesaison. Ich würde Tuchel jetzt trotzdem nicht entlassen vor Arsenal, sonst behauptet er am Ende noch, ohne seine Entlassung hätte man die Champions League gewonnen. Lasst ihn und die Mannschaft also komplett scheitern und dann die Saison austrudeln. Ebel hat viel zu tun. Es gab bereits einige gute Decisions, sowie einige suboptimale Aktionen oder Statements, auf die ich aber nicht näher eingehe heute. Ein anderes Mal gerne. Jo. Dan the Man. Es lag ja in der Innenverteidigung, dass wir gegen den BVB verloren haben. Also Konsequenz haben wir einfach die IV getauscht und nun nach einem 2:0 noch 3:2 gegen Heidenheim verloren. Klasse Entscheidung, Thomas. Absolut nicht nachzuvollziehen. Wenigstens hat die Flasche Sané nicht gespielt. Bin einfach nur noch fassungslos und sprachlos. Arsenal wird uns zerfetzen. Das wird eine Schmach werden, die wir so schnell nicht vergessen werden. Ich bin gespannt auf heute Abend. Krumm. Tuchel eine 5. Allein für die Einwechslung seines Liebhabers Choupo-Moting hätte er eine 10 verdient. Juma, mich wundert's, dass du noch Worte findest. Ich bin sprachlos. Ja, danke. Arsenal zittert jetzt schon, weil die Beine in der Champions League ja immer so super sind und ja noch ein Titel zu holen ist. Christian Brot, ja. Alle zittern, weil wir spielen in der Champions League so saustarken Fußball, was wir dieses Jahr in der Champions League gesehen haben, oder? Legendär, Leute. Legendär. Gerard Berger, wenn es hart auf hart geht, sind unsere Spieler überfordert. Man wusste doch, dass es für Heidenheim das Spiel des Jahres ist und die Taktik war ja auch vorhersehbar. Und was auf uns
und was auf uns zukommen wurde, nach den 3 Einwechslungen in der Halbzeit konnte man auch ohne Kristallkugel wissen, ja. Aber nein, wie im Hinspiel überrennen uns die Heidenheimer in ein paar Minuten. Das war Amateur von allen Beteiligten mitsamt Trainerteam. Yes. Dasselbe Szenario wie im Hinspiel, dann nur das Ende vom Film hat sich geändert. Justin, ziemlich gut analysiert, gebt dir, was Tuchel angeht, komplett recht. Er ist der Totengräber der Saison. Ich glaube übrigens nicht, dass es richtig wäre, Nagelsmann zurückzuholen. Die Mannschaft, zumindest diese, benötigt einen Trainer, dem sie zu folgen bereit ist. Ja gut, wenn du Nagelsmann zurückholst, musst du die Mannschaft ja trotzdem verändern. Also das steht ja außer Frage. Es ist egal, welcher Trainer kommt, du musst die Mannschaft verändern. Also das muss Hand in Hand gehen. Es gibt nicht nur das eine oder andere. Borussia, man gewöhnt sich dran, so oft zu verlieren. Aber so geht es meiner Borussia ebenfalls. In guten wie in schlechten Zeiten muss man zueinander stehen, aber in einer Sache sind wir uns einig. Tuchel passt nicht zum FCB. Ja, kann ich so unterschreiben. Machst du heute noch einen Manager-Stream? Nee. Chico. Vielleicht heute, ja. Tester. Tester. Bitte nur noch eine Frage von Stunden, bis die Nachricht kommt, Thomas Tuchel beurlaubt. Mit ihm kann man die Saison nicht beenden. Ja, so werden wir aber. Christian, Leon Goretzka, Granate, dicke Empfehlung für die EM. Ja. Anita, meine Güte, die können es nicht besser. Tuchel hat sich lediglich dem Niveau dieser Mannschaft angepasst. Trainer und Spieler kassieren gut. Ist also alles gut. Karl und Brazzo haben den Laden echt aufgemischt. Cool. Uli Feng fällt sicherlich bald ins Koma. Reinhard, sehr reflektiert dein Statement. Was soll man da noch mehr sagen? Ja, vielen Dank. Christian nochmal. Eberl hat vor 3 Wochen gesagt, wenn ich nicht bis zum letzten Moment an den Meistertitel glaube, bin ich hier falsch. Bin ich hier der falsche Mann am Platz. In diesem Interview sagte er nun, dass Leverkusen verdient Meister ist, obwohl sie noch gar kein Meister sind. Heißt das dann, dass Eberl der falsche Mann am Platz ist, oder war das alles nur dummes Gelaber? Rechnerisch ist noch alles möglich, Herr Eberl. Christian, das ist jetzt aber Klugscheißerei auf einem anderen Level, wa? Bild. Tiger Chris. Ja, Chaos in der Aufstellung. Tuchel weint immer, dass, wenn zu viel Zeit zwischen den Spielen ist, kommt man aus dem Rhythmus. Warum tauscht er dann die ganze Abwehr aus? Damit sie aus dem Tritt kommt? Immer an den gleichen Spielern festhalten, die keine Leistung bringen, wie Davis? Ich verstehe es nicht mehr. Keine Motivation. Der Heidenheim-Trainer hat das schlechte Spiel analysiert und zur Halbzeit 3 Spieler ausgetauscht und seine Mannschaft genau auf unseren Schwächen eingestellt. Tuchel macht nichts, tauscht wenn 1:1 aus. Darum haben wir verloren, ja. Arsenal wird uns überrennen. Einzigste Freude dieses Spieltags, dass Dortmund verloren hat nach der arroganten Reaktion nach dem Spiel gegen uns mit den ganzen Postings. Ansonsten 7 Punkte auf den 5. Platz. Champions League ist noch nicht sicher. Da habe ich leider nichts von mitgekriegt. Weiß ich nicht, was da für arrogante Postings waren. Ja. Aber dass Dortmund nicht gegen Stuttgart gewinnt, war ja vorherzusehen. Ja, weil Dortmund hat ja gegen uns auch kein gutes Spiel gemacht. Die waren ja jetzt nicht super bärenstark oder sowas. Also von daher. Black Kati. Als Nicht-Bayern-Fan. Ich habe so den Eindruck, dass Bayern in der Bundesliga gerade so spielt wie ein Team, für das es um nichts mehr geht. Bisschen so Vibes wie Gladbach letzte Saison. Hätte noch Hoffnung für die Champions League, dass sie sich da anders zeigen. Das werden wir heute sehen. Da muss man auch sagen, dass Heidenheim diese Saison perfekt im Rahmen seiner Möglichkeiten spielt. Ich glaube, das könnte bei der Aufregung über die Teams, die gegen sie nicht performen, ein bisschen untergehen. Nö, denke ich eigentlich nicht. Oldschool. Ja, Tuchel muss sofort weg. Dennoch, die meisten Spieler spielen für mich einfach nur schlecht und da liegt es an der Einstellung jedes Einzelnen. Eine gute Mannschaft sollte sich im Notfall auch mal selbst auf den Platz coachen können. Wir haben vorne mit Musiala und Kane 2 Unterschiedsspieler. Fällt da mal einer leistungsmäßig ab oder sogar beide, dann sind wir erledigt. Dann kann uns jede Mannschaft schlagen. Uns kann auch trotz dessen diese beiden Spieler gut performen, jede Mannschaft schlagen. Das ist ja das Traurige. Christian, was hier geschrieben wird, gegen Arsenal gehen wir unter, bekommen Klatsche und so weiter, abwarten. Bundesliga und Champions League in zweierlei Schuhe, da kann das ganz anders laufen oder aussehen. München gewinnt 13 bei Arsenal. Eieiei. Du lebst aber in der Traumwelt, oder? Ich nehm's, wenn's so kommt, ich nehm's. Ja, ich ziehe dann den Hut vor deinem Post hier, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber nochmal, ich wünsche es mir. Ich nehme es gerne mit. Niki, der Einzige, der mir da leid tut, ist wirklich Harry Kane. Ja, ich würde noch einen Pavlovic und einen Tell mit reinnehmen.
Der Rest erntet, was gesät wurde. X, liegt es am Trainer Tuchel oder stimmt mit dieser Mannschaft grundsätzlich etwas nicht? Ich würde nun einfach mal gerne Jose Mourinho als Trainer sehen, um das besser herauszufinden. Naja, es ist ein Zusammenspiel aus beiden, da müssen wir nicht drüber reden. Waterpolo zum Thema Arsenal. Ja, ich glaube auch nicht, dass die das gewinnen. Aber die werden eine ganz andere Körpersprache und Engagement haben als gegen Heidenheim. Die denken halt, sie wären zu gut für Heidenheim. Naja, das können wir argumentieren. Aber wie argumentierst du das gegen Dortmund? Wo null Leidenschaft da war. Gegen Dortmund. You know? Gegen Dortmund. Deswegen bin ich skeptisch. Ansonsten wäre das gegen Dortmund eine vernünftige Leistung gewesen. Wir hätten verloren mit einer guten Leistung, hätte ich gesagt, alles fein. Ne? Dass man gegen Heidenheim dann in der zweiten Halbzeit Arsenal im Hinterkopf hat, Blasels und dann eher mal zurückzieht und sich ergibt und so. Kann man irgendwo argumentieren, gehe ich mit, ja. Und natürlich werden wir eine andere Einstellung sehen. Die Frage ist, ob wir den Schalter umlegen können und ob diese Einstellung reicht. Gegen Dortmund hat es nicht gereicht. Das ist so das Thema, was ich sehe. Zibi, du sagst es, man kann diese Art von Ergebnissen nicht mehr ernst nehmen. Wir spielen so unfassbar schlecht die Saison, dass es einfach nur noch lachhaft ist. Tuchel geht mir schon sehr, sehr lange auf den Sack. Tut mir leid, aber ich hätte viel mehr von ihm erwartet. Ich habe das Gefühl, dass er gefeuert werden will, anders kann ich mir diese Auswechslung und Startelf-Aufstellung nicht erklären. Er hätte direkt nach dem Leverkusen-Spiel gefeuert werden sollen. Jetzt ist es meiner Meinung nach viel zu spät. Von Davis und Goretzka will ich gar nicht erst anfangen. Absolut erbärmlich und Leon sollte sich schleunigst steigern, ansonsten wird das auch nichts mit der EM. Das wird eh nichts. Ein Punkt vor Stuttgart und dem 3. Platz. So langsam bin ich frei und lass los. Rot-weiße Grüße gehen raus. Sevilla, rot-weiße Grüße gehen raus. Alex, nach dem Spiel hat man ja richtig Lust auf Arsenal. Saragossa hat mir gefallen, sollte gegen Arsenal hoffentlich Minuten bekommen. Kawasaki, neuer Trainer, Eduard Geier. Assistent Lorand und Magath. Das würde denen mal richtig Beine machen. Wilde Comboy. Angelika, hab den Bayern bzw. den Oberbossen nichts Gutes gewünscht, nach dem, was sie Julian angetan haben. Aber so schlimm dann doch nicht. Auch TT fand ich von Beginn an nicht passend zum FCB. Ihm fehlt das, was man unter Mir Samir versteht und die echte Identifikation mit dem Verein. Gute Menschenführung wäre nötig gewesen, Empathie und Führung. Dann hätte eine Gemeinschaft, ein Team entstehen können und die Jungs wären ihm gefolgt. Er ist auch selbst schuld an dem Chaos, weil er sofort übernehmen wollte. Egomann. Hätte er gewartet bis nach der Saison, wer weiß, wer weiß. Viel Mitgefühl kann ich für ihn nicht aufbringen. Wünsche mir Julian Nagelsmann zurück. Der hat inzwischen viel dazugelernt und sich selbst hinterfragt bzw. reflektiert. Bin gespannt, wie es weitergeht nach dieser Horrorsaison. Ja, ich bin auch gespannt. Bad Flo, Tuchel hat heute die schlechtmöglichste Defensive aufgestellt. Mit Absicht? Tuchel wurde gedemütigt und demontiert er Bayern München. Helga, wie kann ich vor einem wichtigen Auswärtsspiel in der Champions League wieder die komplette IV wechseln? Ich begreife es nicht. Wenn er jemanden rausnehmen hätte müssen, dann die Graupe Davis. Die Vereinsführung rennt stehendes Auges ins Verderben, anstatt Tuchel einfach zu beurlauben und noch nach dem letzten Strohhalm zu greifen und vielleicht mit einem neuen auf der Bank nochmal frischen Wind zu bringen. Ja. Wäre halt ein bisschen spät, die ganze Chose, ne? Leider. Oliver Schwab, nach meiner Meinung, bei dem Gehalt, was die kassieren, müssten die jedes Spiel gewinnen. Egal unter welchen Trainer, wenn ich so eine Leistung in der Arbeit abliefere, würde ich bald die Kündigung bekommen. Ja. Gerard, ich bin exakt wie du, Kai. Null Aufregung, man ist von nichts mehr überrascht und nehmt es einfach nur hin. Es sind nur noch ein paar Spiele. Ja, anders kann man das gesundheitlich auch nicht machen, Gerard. Ne? Dan the Man, den Schaden, den Kahn und Brazzo angerichtet haben, ist vergleichbar mit unserem Wirtschaftsminister. Herr Greco, das war Kräfte schon für die Champions League. Kann sich Tuchel dann aufs Konto buchen. Champions League gewonnen und Bayern wurde halt Fünfter sonst. Problem des nächsten Trainers dann. Wilder Take, ich bin gespannt. Martin Becker. Am Dienstag geht es im wichtigen Wettbewerb gegen Arsenal. Meister wird man eh nicht diese Saison. Also hieß es Kräftesparen in der zweiten Halbzeit. Einen leichten Sieg hätte man gerne mitgenommen. So sieht es aus. Geht um Millionen in der Champions League. Okay. Ich lasse mich heute gerne eines Besseren belehren von euch allen. Belal, bei der Aufstellung stimme ich zum Teil zu. Warum nicht Guerrero und Choupo-Moting von Anfang an? Stattdessen Davis und Kim in der Startelf. Jo, Choupo-Moting unbedingt. Erik Dörfert. Heidenheim hat vor allem durch die starke zweite Halbzeit und der Moral und dass sie nicht aufgeben, haben verdient gewonnen. Jo. Gott, gut, dass Heidenheim in der ersten Hälfte nicht so wie in der zweiten gespielt hat. Die hätten uns wohl ganz weggepustet. Jo. Davis nenne ich sowieso nur noch Mr. Ball weg. Denn wenn er den Ball bekommt, ist er meistens weg. Und holen tut er sich den selten. Man würde
würde ich den Spielern die Luft rauslassen. Gehaltsmäßig ist bei den meisten die Hälfte noch viel zu viel. Ja, ein Viertel auch. Verlieren können wir mit billigeren Spielern auch. Das ist true. Was für ein Haufen Versager, die müssen mit Schmerzensgeld zahlen, wenn ich mir das weiter ansehen antun soll. Didi hat wieder recht. Didi. Didi. Otto Normalverbraucher. Mittlerweile kann man nur auf eine deutliche Niederlage gegen Arsenal hoffen, damit dem letzten Verantwortlichen die Notwendigkeit radikaler Änderungen bewusst wird. Diese Mannschaft hat sich so dermaßen jeglichen Kredit verspielt, dass man nur noch Interesse am Zuschauen des Zugunglücks entwickelt. Lieber sollten sie den Rest der Saison nur mit Peretz, Tell, Saragossa, Aznu und so weiter spielen. Da bestünde bei mir deutlich mehr Nachsicht und Verständnis. Yes! Sehr guter Move. Ja, würde ich 100% unterschreiben. Nee, ich denke, der Zug ist so oder so abgefahren, was das anbelangt. Selbst wenn wir jetzt gegen Arsenal 210% mehr leisten und irgendwie da gewinnen, was weiß ich, unentschieden spielen, wie auch immer, oder sagen wir kommen weiter, wäre das genauso ein Armutszeugnis für die ganzen Versager von Dortmund und Heidenheim. Weil das den Charakter zeigen würde, dass sie nur Bock haben, wenn es um die große Bühne geht. Und das wäre wirklich hardcore traurig. Und auch dann musst du diese Spieler aussortieren. Und ja, ich würde es super fühlen, wenn genau diese Spieler, die du hier gerade reinschreibst, endlich spielen dürften. Würde ich richtig fühlen. Aber ja. Vor allem die Sache ist ja, wann wäre eine bessere Möglichkeit dafür gewesen, als jetzt in dieser Saison, die schon gelaufen war, schon vor 3, 4, 5 Wochen. Aber ja, wir sehen, was passiert. Genau das Gegenteil. Herde, es tut mir wirklich leid, dass ich das so sagen muss, aber als Dortmund-Fan ist diese Saison für mich nur zu ertragen, weil es gefühlt bei euch noch schlimmer ist. Und bevor jetzt wieder einer genau nachrechnet, ich sagte gefühlt. Ja. Glückwunsch. I don't know. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sei dir gegönnt oder geteiltes Leid ist halbes Leid oder wie auch immer. Nach 3 Trainern, Nach 3 Trainern würde ich langsam mal die Mannschaft in Frage stellen, vor allem die Einstellung. Wirkt alles ein wenig schlampig und lahm, weil es wohl nichts mehr zu gewinnen gibt. Ganz abgesehen von der allgemeinen Depression im gesamten Club. Und hört auf mit Tuchel-Kritik, das nervt. Selbst ohne Trainer dürfte dieser Kader nicht so lahm spielen. Ich glaube fast, wenn die Champions League spielen, klappt es wieder. Sieht für mich einfach so aus, als hätten die keinen Bock. Ich meine, guck mal, wie weit Bayern mit hauptsächlich Disziplin. Ja, I don't know. Fühle ich nicht dein Take, lasse ich dir aber gern. RW, wer wird jetzt Vizemeister? Hab das schon vor Wochen geschrieben und wurde dann von den Bayern-Fans ausgebuht. Aha. Was hast du vor Wochen geschrieben? Wen interessiert's, wer Vizemeister wird? Uns interessiert, dass wir in den ersten 4 sind, alles andere ist Wurst. Also wegen mir kann Stuttgart sehr gerne Vizemeister werden. Wegen mir? Der zweite ist der erste Verlierer. Also das ist völlig wurscht, Alter. Bernd Biesenkamp, nach dem VfL Bochum wurde bekannt gegeben, dass der im Sommer geht, der Tuchel. Ja. Die spielen so, als würden sie auf ihre Gage warten. Sandra Müller, Tiefliga? Sandra, wegen dem Arsenal, wenn gegen Arsenal jetzt wieder ein klarer, ungefährer Sieg kommt, weißt du, wie peinlich diese Spieler sind. Dann ist deutlich, wie egal denen der Verein ist und dass es letztlich nur um die Champions League Prämie geht. Würde mein FCB-Bild bestätigen. Ja, das ist ja, was ich gerade gesagt habe. Das wäre dann halt auch ein komischer Move jetzt, ne? Andreas Wolf, der Stern des Südens wird nie untergehen. Diese Liedzeile würde ich so langsam mal überdenken. Nein, der Stern geht ja nicht unter. Was ist denn los? Nur weil wir jetzt mal eine schlechte Saison haben. Also, keine Ahnung, sollten wir jetzt irgendwie im Mittelmaß der Bundesliga die nächsten 3, 4 Jahre rumdümpeln, dann könnten wir vielleicht darüber reden, dass der Stern untergeht. Aber wegen jetzt einer Saison, wo wir vielleicht Dritter, Vierter werden, alles gut, Leute. Alles ist gut. Der Echte, was soll Tuchel machen? Alle Spieler haben keinen Bock auf den Platz oder sind krank. Da kann kommen, wer will. Selbst Eberl hat keine Chance. Nee. Der Volkstribun. Im Elend eines Bayern-Fans suhlen. Hahaha, endlich mal einer, der ehrlich ist. Und besteht Sinn. Mal vorweg, ich bin kein Bayern-Fan. So von ganz außen betrachtet, eure Probleme möchte ich haben. Okay, gemessen an den eigenen Ansprüchen und an den
investierten Kohle spielt der FC Bayern eine unterirdische Saison, keine Frage. Da darf man ruhigen Gewissens alles kritisieren, egal ob Spieler, Trainer oder die Zusammenstellung der Mannschaft, zuständigen Direktoren. Bin ich voll bei euch. Was ich allerdings so rein gar nicht verstehe, ist die dabei versprühte Weltuntergangsstimmung. Leute, es gibt Oberstufenschüler, die bis vor kurzem gar nicht wussten, dass der FC Bayern gar nicht per Gesetz deutscher Meister ist. Jetzt seid ihr zwar vergleichsweise peinlich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, seid aber immer noch Tabellenzweiter der Bundesliga. Auch wenn Chancen noch auf den Meistertitel und steht im Champions League Viertelfinale. Dass diese Mannschaft bei 13 mittlerweile 16 Punkten Rückstand auf Leverkusen keinen Bock auf Heidenheim hatte, wenn Arsenal wartet, war doch abzusehen. Ihr habt jetzt ein Jahrzehnt lang wie Männer die deutsche Meisterschaft gefeiert. Nun lebt auch wie Männer damit, dass irgendwann mal wer anderes Meister wird. Das betrifft Fans, Medien und auch Verantwortliche sowie insbesondere Spieler des Vereins. Schöne Grüße aus Hamburg, wo man über das Mimimi der Bayern sicher genauso amüsiert ist wie in Berlin oder Gelsenkirchen. Ja, auch du hast leider gar nicht gerafft, worum es geht. Aber ist auch egal. Sei dir gegönnt. Christian, Heidenheim hat zu viel unexpected Goals geschossen. Nee, dann hätten sie ja nicht gewonnen. Katrin, Kim kann nicht so schlecht sein. Als Meister der Serie A in Italien ist er sehr begehrt. Ergo, an ihm liegt's nicht alleine und das sage ich als Bayern-Fan. Wer sagt, dass es an ihm alleine liegt? Es kann ja nicht an einem alleine liegen. Ne? Also, Stefan Tore schickt in die Wüste zum FC Baba. Okay. WhatsApp, Arsenal wird uns sowas von auseinandernehmen. Man bin ich froh, wenn gewisse Spieler und Tore weg sind. Servus Kai, ich habe inzwischen etwas gefunden, was mich an diesem Wochenende zufrieden stimmt. Eberts Interview. Ich überlege mir, ob ich es mir auf ein T-Shirt drucken lasse. Das nenne ich mal gerade heraus. Da sitzt jemand die Krawatte zu eng und ich bin begeistert davon. Ja. Müssen halt nur noch dann Taten folgen, ne? Chico, du hast dir diese Scheiße in den Ferien angetan. Respekt. Was heißt in den Ferien? Max Mustermann, kommt ganz drauf an, wenn bei Arsenal Harvard spielt, kassieren die Bayern keine Gegentreffer. Mario, Thomas Tuchel, pack deine Koffer, lass diese Arbeitsverweigerer sitzen, mach Pause und such einen neuen Club. Die Stümper haben dich nicht verdient. Der ist gut. Ja, der ist gut. Guter Post. Money Moore, kann mir jemand sagen, wieso Opa Kim Davis gespielt haben? Nö. Wegen Schonung. Ja. Jürgen, ich freue mich seit der hetzerischen Rede bei der Trauerfeier von Ehrenmann Beckenbauer über jede Niederlage. Hoffentlich leidet Hoeneß so richtig. Nächstes Aus ist die Champions League. Okay, Jürgen. Tschüssi. Mino. Ulreich tut mir am meisten leid. Wenn man halten muss, Hütte immer wieder voll. Wenn man halten muss, Hütte immer wieder voll. Naja. Manu, Heidenheim, der Gigantenzerstörer. War nichts Neues. Vor Jahren haben sie Bayern schon 1:0 geschlagen. Danke, liebes Heidenheim, wir stehen hinter euch. Thomas Holstein, ich bin kein Fan der Werkself, aber ich freue mich für den Titel für Leverkusen. Endlich mal keine Bayernmeisterschaft. Der Tuchel hätte allerdings längst weggehört. Der ist kein Welttrainer. Bilal, die Saison ist gelaufen. Letzte Anlaufstelle Champions League. Aber ich glaube, Arsenal packen wir. Aber danach ist Schluss. Schauen wir mal. Magic, Mann, was haben wir für peinliche Spieler? Viel Glück für den neuen Trainer bei dem Haufen. Ja, gut. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt. Ne? Der Kader muss auch erneuert werden. Hyundai-Fahrer. Bin Bayern 04-Fan, obwohl ich das Wappen von Düsseldorf als Logo zeige. Sorry, wie einige viele Bayern-Fans über ihren Verein ablehnen, finde ich nicht korrekt. Was sollen Vereine in den unteren Rängen der Liga denken? Über Jahrzehnte seid ihr der Fußball-Primus gewesen, der Rekordmeister. Jetzt kann und sollte nicht alles negativ geredet werden. Ja, die Saison verlief für euch grottenschlecht, trotzdem seid ihr ganz oben mit dabei. Ja, viele Spieler föhnen sich mehr die Haare, als die Leistung auf dem Platz zu zeigen. Aber da gibt es noch einen Teil, die verantwortlich für die Misere ist. Da meine ich den Kopf, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Falsche Vereinspolitik sowie überhastete Verpflichtungen haben ihren Teil dazu beigetragen. Leverkusen wird wohl den Komplex Vizekursen ablegen und in Zukunft unverkrampft auf den einen oder anderen Titel Jagd machen. In München soll einfach neu anfangen, mit willigen und hungrigen Spielern und etwas Demut zeigen. Dann kommt ihr wieder in die Spur, liebe Grüße, ein Leverkusen-Fan. Also ich fühle alles, was du hier geschrieben hast. Der erste Satz ist ja völliger Dummfick. Sorry. Sorry, wie viele Bayern-Fans über ihren Verein ablehnen, dann finde ich nicht korrekt. Warum soll man nicht das kritisieren können, was schlecht läuft? Du schreibst es ja selber, was dann schlecht läuft. Also, du darfst das kritisieren, wir als Bayern-Fans nicht, oder was?
Was ist das denn für eine Logik? Und was hat das mit den Vereinen auf den anderen Rängen zu tun? Uns interessieren die anderen Vereine nicht. Ein Stück. Mich interessiert kein anderer Verein in dieser Liga. So, ja, ich gratuliere euch zur Meisterschaft. Ihr spielt einen super Fußball, genau wie Stuttgart einen super guten Fußball spielt. Das erkenne ich an. Und damit ist es auch gut. Was interessiert mich denn irgendein Verein aus dieser Bundesliga? Soll ich irgendeinen Verein aus dieser Bundesliga, deswegen darf ich meinen Verein nicht kritisieren oder was? Was ist für ein Argument? Eieiei, wild. Den Rest stimme ich dir zu übrigens, ne? GB, Tuchel und die Granden haben fertig, mehr ist nicht zu sagen. Don Carlo, Leverkusen braucht keine Siege mehr, um deutscher Meister zu werden. Bayern wird wieder Spiele verlieren. Jo, ist doch schön. Hamza Berisha. Unentschieden wäre noch okay, aber dann noch zu verlieren, ich bin sprachlos. Ich tippe nicht mehr auf Bayern. Ja, dann lass das doch. Alex, ich finde es toll, dass die Spieler niemals für den Verein, für die Fans spielen, sondern nur an ihr Portemonnaie denken. Aber liebe Fans, bringt euer Geld ins Stadion und lasst euch weiter verarschen. Ja. Ari Richter, nimm dann doch einfach Dyer raus und probier es einfach mal da mit Kim Delört. Ja, das haben wir ja die Saison gar nicht gesehen. Ich glaube mal eine Halbzeit in der Vorbereitung. Das war irgendwie nie eine Option für Herrn Tuchel. The McBee, ja, schön. Schön, ja. MD, der Knackpunkt dieser desaströsen Saison war der 34 Spieler der letzten Saison. Man hätte nie Meister werden dürfen, aber Dortmund war einfach zu dämlich. Von letzter Saison gab es etliche schlimme Spiele. Ja, aber wenn man Meister ist, gibt es nichts zu meckern. Doch. Und wenn man ganz ehrlich ist, fängt es schon bei Flick mit dem Leistungsabfall an. Ich darf da mal an die Pokalblamage in Kiel erinnern. Die Mannschaft passt überhaupt nicht zusammen. Zu viele unterdurchschnittliche Ausländer. Zu lange an Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sané festgehalten. Auch Coman hat den absoluten Durchbruch nie geschafft. Dazu viel zu oft verletzt. Neuer und Müllers Zeit ist vorbei. Neuaufbau mit hungrigen Spielern ist jetzt vonnöten. Mehr denn Nachwuchs fördern. Almans Rau Co. braucht kein Mensch. Ja, perfekt zusammengefasst. Danke. Die Baumis kommt aus dem Urlaub und läuft. Philosophiker. Man kann gegen Heidenheim verlieren. Das ist grundsätzlich keine Schande. Nur wie und nicht auch gegen Leverkusen und Dortmund. Wenn du Topspiele und gegen fighting Underdogs verlierst, dann stinkt es gewaltig. Dann stimmt gar nichts mehr. Dann ist das leider noch nicht mal mehr Überheblichkeit, sondern nur noch Unfähigkeit. Ja, wie gesagt, das Spiel gegen Heidenheim hat mich noch nicht mal so geärgert oder abgefuckt. So, nochmal, das kann passieren. Du hast Arsenal im Hinterkopf, Blasöls, brauchen wir gar nicht jetzt groß ausführen, sollte klar sein. Viel schlimmer ist das Spiel gegen Dortmund um diese Nicht-Reaktion dann gegen Heidenheim. Ja. Aber noch schlimmer das Spiel gegen Dortmund, was von unserer Seite katastrophal war. Alexander, ich würde sagen, wenn ihr Kane nicht hättet, würdet ihr nicht auf Platz 2 stehen, sondern vielleicht nur auf Platz 5. Nee, dann würde er nur noch niemals auf Platz 5 stehen. Noch nicht mal. Young Strams, aber wir haben ihn ja. Leon war heute AFK und Müller auch. Gut, dann habe ich das nicht nur alleine so gesehen. Jens Meyer, ja, meine Lieben. Eine 2:0-Führung gegen Heidenheim als der große FC Bayern aus der Hand zu geben, ist die eine Sache. Aber dass wir uns jetzt darüber unterhalten müssen, dass Heidenheim das Spiel innerhalb 45 Minuten 3 Tore gegen uns schießt und das Spiel somit dreht, ist, finde ich, nochmal eine andere. Glückwunsch an Heidenheim, wirklich Gratulation. Was machen wir denn gegen Arsenal? Die fieseln uns ab bis auf die Knochen, auf welche wir uns heute übrigens wieder mal aufs Letzte blamiert haben. Change my mind. Armin, wie wollen die denn Arsenal bezwingen? Gute Frage. Lokerius, im Training war doch alles gut. Bestimmt, ja. Ralf, die oder der Harry Kane war ihr Schicksal. Was, die? Dyer, meinst du? Die oder der Harry Kane. Er wurde noch nie Meister, alles im allen 200 Millionen für Abstaubertore und Elfmeter. Die anderen Spieler denken, für das viele Geld soll er... Ach, Junge, du hast doch gar keine Ahnung von Fußball, Alter. Komm, da kriegst du auch kein Herz für, Alter. Also wenn du einen Harry Kane kritisierst, dann hast du null Ahnung von Fußball und hast wirklich noch nie ein Bayern-Spiel komplett gesehen. Also man kann ja einen Stürmer wirklich kritisieren oder einen Stürmer Qualität absprechen, wenn er nur Abstaubertore machen würde und nur Elfmeter schießt. Aber Harry Kane ist so viel mehr als nur so ein Stürmer. Und wenn du das nicht gesehen hast, dann bist du hier völlig falsch, Alter. Dann hast du null Ahnung von Fußball. Aber absolut null Ahnung. Samuel, ich verstehe gar nichts mehr. Wie kann so abstürzen? Saragossa eine 2 von mir. Young Drums. Christian. Kane kam, um Titel zu gewinnen. Optimus Prime. Ich fasse es nicht, dass es wird sehr lustig gegen Arsenal.
Weiß nicht, ob das lustig wird. GB, Nibelungentreue, absolut unverständlich. Frank Lampard, hallo. Vielleicht bist du vor dem Fernseher eingeschlafen. Wo ist Frank? Ja. Andreas Konrad, hat irgendjemand mitgezählt, wie oft hier das Wort Katastrophe gefallen ist? Ich meine, falsch ist es ja nicht, aber mittlerweile witzig zum Zuhören. Ja, komm mal, ist doch schön. Tobias, Mack, so schlecht, der Trainer muss weg. Martin, sag mal, was ist denn mit deinen Bayern los? Das kenne ich überhaupt gar nicht, dass ihr nach einer Niederlage so desolat auftretet. Normalerweise kommt da eine Reaktion, dass es sich gewaschen hat und der nächste Gegner muss dann nein. Ja gut, das ist ja diese Saison schon sowieso nicht der Fall, oder? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir 2 Spiele verloren haben. Mido, Gnabry, bester Mann auf dem Platz. Warum nehme ich den runter? Weil er nicht die Power hat nach seiner langen Verletzung. Ah nee, tja, dann dem ist nichts hinzuzufügen. Bobby Hase, Arsenal sagt nur Hallo. Snackmonster, guten Urlaub gehabt. Joa. Später, zum anderen Zeitpunkt, gern mal mehr dazu. Thorsten Rahlmeier, habt ihr das Erdbeben auf der Schwäbischen Alb mitbekommen? Also in München haben sie es gemerkt. Witzig. Gut, Lonne. Zu Sudel? Nein. Ich habe wirklich mitgefühlt, denn bei uns haben wir die gleiche Scheiße. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Und ihr sicher auch nicht. Frag Matta, unglaublich nach 2:0. Carsten Seelinger, frag mal Tuchel, warum so eine Aufstellung, keine Spielfreude mehr, kein richtiges Angreifen, Distanzschüsse, 0. Was soll das? Wo ist der FC Bayern von früher? Wo ist er? Patrick, Eber Tuchel sitzt in London auf der Bank. Alles klar, Max. Viel Spaß somit in der Champions League. Realist, ich glaube nicht, dass Kane unter diesen Umständen nächste Saison noch für Bayern spielt. Wir werden sehen. GB, spätestens jetzt müsste Tuchel fliegen. Tutti, meiner Meinung nach, der Stinkstiefel, der die Mannschaft durcheinander bringt, ist Goretzka. Wilder Take, weiß ich nicht. Zocko. Tuchel kam, um Rekorde zu brechen. Erste Niederlage gegen Dortmund seit Jahren und erstes Mal ohne Meisterschaft seit Jahren. Hat geklappt? Jo, definitiv. Peter Waldbauer, Musiala, das zukünftige Gesicht des FCB. Eberl, eine 5. Gib mich die Kirsche. Petition, Thomas Tuchel muss bleiben, wurde gestartet. Sehr gut. Wie viel hast du schon? Immer am aktuellen Stand. Granit, ich bin für Flick als Nachfolger. Ja, Halleluja. Christian, so peinlich. Der große FC Bayern hat niemand, der für ein paar Wochen oder Monate als Trainer einspringt. Niemand. Der größte Club der Welt. Niemand. Es gibt niemand, der in Bayern bereit ist, die Superstars zu übernehmen. Warum wohl? Weil keiner Lust hat, in dieser Schlangengrube geopfert zu werden. Bad Flow, Kleindienst erwies Leverkusen Großdienst. Breakboy, du solltest dir mal eine respektvolle Art angewöhnen. So denkt man, dass du überhaupt keine Ahnung hast vom Fußball. Ist mir völlig egal, was du von mir denkst. Geht mir an meinem Pöppis vorbei. Und das sage ich mit allem gebotenen Respekt deines komischen Kommentars. Guck mal, kriegst du gar ein Herzchen für. Strive. Kann Kane nicht ein verficktes Mal zum besser postierten Spieler passen? Erst in Bochum und jetzt heute. Mann, Mann, Mann. Er hat doch auf Tell gepasst. Der hätte ihn halt machen müssen. Lübke, Jammern der Bayern-Fans auf hohem Niveau. Ja. Ich pack mit der Hand ins Klo. Das ist genauso, hätte sie auch schreiben können. Wäre genauso grandios gewesen, der Kommentar. Alter. Tore 6, ich hoffe, der kriegt nie wieder eine Mannschaft. Ach komm, der kriegt schon eine Mannschaft. Plattenschad. Oh, wie ist das schön, den FC Bayern verlieren zu sehen. Was? Gönn dir. Sei dir gegönnt nach 11 Jahren. Malex, Euroleague, willkommen. Attila. Erstmal die Zerbi holen, dann weg mit Tuchel natürlich. Sané, Schuppo, Mazraoui, Kim, Upa, Leimer, Davis, Goretzka, Freund. Bisher nur Geld verbrannt. Fühle ich nicht ganz so. Davis Note 5, irgendwie nicht. Maxi. Okay. Milko, bleibt nur zu hoffen, eine 24, 25 Mannschaft um Kimmich zu bauen. Wilder Take. Thorsten Rahlmeier, jedes Abo läuft irgendwann mal aus. Ja, völlig richtig. Siong Tai. Uli, alles egal. Mido, ich muss dich so weh es mir auch tut korrigieren. 2 Gegentore in einer Minute. Okay. Ratanahe. Tuchel, die Katastrophe. Mika, ich habe es zu meinem Bruder gesagt, die machen noch 3. Gegen Arsenal wird's viel besser, Martin. Jo, schauen wir mal. Mev, Deutscher Meister Leverkusen. Ja, Glückwunsch. Captain Kurt, bin nur Bayern-Fan, aber die holen die Champions League. Nee. Ich habe nichts gegen, aber dran glauben kann ich gerade aktuell nicht wirklich. David in London 3:2 Sieg, in München 2:5.
Daniel Görs, ich wusste, dass Heidenheim gewinnt. Ja, Glückwunsch. Tino Schacht, wir sind definitiv keine Erfolgsfans. Henry Nagel, Heidenheim, 100, 100. Yeah, Rock'n'Roll, nächste Woche in Stuttgart vorbeigezogen. Yeah, bam. Faust, alter Brudi. Gönn dir. Immer eins, toll. Das rettet das Wochenende. Ganz Fußball Deutschland freut sich über eure Niederlage. Ja, gönnt euch. Deckmonster. Das trojanische Pferd Thomas Tuchel erfolgreich von Karl und Sadi installiert. Milko. Sehr gut. Nur der SVW. Der SVB. Ja, gönn dir. Ronaldo holen sofort. Jo, 100 Pro. Ohne Worte. Als erstes, ich habe dir ein Abo dagelassen, da ich deinen Kanal jetzt schon länger verfolge und mir das sehr gut gefällt. Zum Spiel. Da kann man als Fan, also erstmal Tom, da kann man als Fan nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich bin jetzt über 30 Jahre Fan vom FC Bayern, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und wenn ich dann noch von Freund höre, dass Tuchel weiter fest im Sattel sitzt, verliere ich den Glauben. Ja, wild, ne? Wild. Gerhard, Tuchel sollte seinen Spielern Videos zeigen von Leverkusen, um aufzuzeigen, wie Xhaka das Spiel dirigiert. Ja, was bringt dir das, wenn du keinen Spieler hast, der das dann machen kann? Bringt dich ja auch nicht weiter. Dominik, ich als Bochumer finde es so traurig, was da los ist. Die Saison abhaken und nächste wieder zu alter Stärke finden. Hoffe mit dem wunderschönen Spiel gegen den VfL Bochum. Ja, das hoffen wir alle, ne? Also ich auf jeden Fall. Ich hoffe es natürlich. Schade, dass Bochum gerade wichtige Spiele verloren hat. Also das wird richtig eng. Es wird Zeit, dass Bochum endlich punktet. Also. Brooks ist echt cool, wenn die Bayern immer wieder auf die Schnauze kriegen und da eine scheiß Saison spielen. Das macht Lust auf mehr. Vielleicht sollen die Bayern ihren Phantomspielern einfach viel mehr Geld bezahlen. Zum Beispiel Alfonso Davies. Der arme Kerl tut mir wirklich langsam leid. Unbedingt behalten und auch alle anderen. Unbedingt. Ah, guck mal, sei doch froh. Hast du doch mal ein schönes Jahr, ne? Sei dir doch auch gegönnt. Martin, Tuchel hat fertig, ja. Ach du liebes Hüschen. Geil. Bin gebrochen, freue mich auf Montag. Gabriel, Kimmich muss die Ecken schießen. Davies soll man für 15 Millionen im Jahr gehalten werden. Wir brauchen den Gänsefilm. Chico. Gabriel, ich genieße es so sehr zu sehen, wie du leidest. Ich hoffe, die nächste Saison verpassen die Champions League. So schön wäre das. Und mit der Leistung sollte auch mehr nicht drin sein. Ja, gönn dir. Wildpack, was laberst du für ein Quatsch? Da spielen 200 Millionen Verteidiger in der Innenverteidigung. Und du willst mir erzählen, dass es an diesen beiden Spielern liegt, dass man gegen Heidenheim verliert. Euch ist auch keine Ausrede zu peinlich. Ja, ganz genau. Du hast richtig Ahnung von Fußball. Richtig, du bist ein ganz großer. Legion. Wenn Tuchel morgen immer noch im Amt ist, kündige ich meine Mitgliedschaft. Ich lasse mich vom Verein nicht veräppeln, dafür ist mir mein Geld zu schade. Ja, Legion, hast gekündigt oder was? Wild. What's up? Bleib ruhig, Brauner. Wir kriegen die Saison einfach hinter uns und hoffen auf die nächste. Yeah. Patrick. Ich würde Pfeifen Davis die 20 Millionen Gehalt zahlen und ihn behalten. Würde gerade noch passen. User, Tuchel ist der schlechteste Bayern-Trainer, den sie je hatten. Sogar der schlechteste der ganzen Bundesliga. Ehrenmann gegen Dortmund, Müller 6, Musiala 5, Goretzka 6, Leimer 5, Davis 6, aber Hauptsache Tuchel setzt weiterhin auf diese Shitshow. Just lose it. Man munkelt, dass Tuchel das mit Absicht macht, weil er gehen muss. So. Jubai! Jetzt kann nur Loda euch retten. Jo, Loda. Sanal Mart, hallo, ich bin 53 Jahre alt, komme aus Bayern und bin 0 Jahre Bayern-Fan. Warum? Sind mir einfach zu großkotzig, die Jungs. Daher finde ich es auch extrem geil, wenn sie vom Aufsteiger aufs Maul kriegen. Gerne weiter so. Ja, dann gönnt dir. Sei dir gegönnt. Burning Man, ich glaube, Nagelsmann will nicht mal zurück. Ja, dann ist das so. Micha, Tuchel ist ein mittelmäßiger Trainer, total überschätzt. Sammy, man spielt so eine gute erste Halbzeit und gibt das dann mal wieder komplett aus der Hand. Bei Leverkusen hast du dann einen Xhaka, der die Sache dann mal in die Hand nimmt und dirigiert. Wer ist da bei Bayern, der auch mal die jungen Spieler in die Hand nimmt? Leimer, unterirdisch, absolut nicht Bayern-Niveau. Goretzka, latscht wie eine über den Platz. Redet im Sportstudio davon, wie er doch Verantwortung und übernehmen will und so weiter. Lächerlich. Sollte man Lust bekommen.
Der einzige Spieler, der das die letzten Jahre noch einigermaßen hinbekommen hat, war Kimmich. Auch wenn er das Spiel langsam macht, wofür man ihn kritisieren kann. War wenigstens noch sowas wie Kontrolle da. Dann stell ihn wenigstens dorthin und lass Daimer über außen wie schon die ganze Vorrunde. Unglaublich. Ja, den Move fühle ich nicht. Martin Stach, Tore sofort feuern, der war eh scheiße. Bobby Haser, Bayern-Fans so, oh mein Gott, wir sind Zweiter, weg mit Tuchel, wir wollen jede Saison gewinnen. Dortmund-Fans, seid froh, dass ihr Zweiter seid. Bild. Max Albert, Grüße an die Fraktion, Tuchel muss noch bis Saisonende bleiben, da wir eh keinen Trainer in so kurzer Zeit finden können. Rufiki, Hansi Flick muss übernehmen. Bitte nicht. Ökomaniac, hahaha, möchte gern Experte. Nicht mitbekommen, dass Davies das Tor von Gnabry vorbereitet hat. Möchte gern Experte. Dennis Drabe, moin. Um einen Kommentar zu schreiben, musste ich abonnieren. Hä? Warum das? Du musst doch nicht abonnieren, um einen Kommentar zu schreiben. Hallo, ihr verwöhnten Bazis. 10-mal Meister in Folge, darunter 6-mal den DFB-Pokal. Auch zwischendurch 2-mal Champions League in den letzten 10 Jahren. Kommt mal runter und jammert nicht. Endlich mal ein anderer Meister. Ihr feiert die Meisterschaft ja kaum noch. Sorry, ich will euch nicht beleidigen. Okay, also Meisterschaft ist futsch, Pokal auch, aber ihr seid noch in der Champions League, wo ihr bestimmt weiterkommt. Vielen lieben Dank für diesen nicht verstehenden Kommentar, was aber auch nicht schlimm ist, da du dich mit dem FC Bayern nicht wirklich auseinandersetzt. Von daher übersehe ich einfach mal deine Unwissenheit. Ja. Kannst dich gerne auf den Kanal mal ein bisschen umsehen, dann wirst du vielleicht auch verstehen, dass es nicht darum geht, das jetzt dir extra explizit nochmal zu erklären. Habe ich keine Lust. Unter diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Und zum Ende natürlich wie immer, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.